Ich hab mir gestern ein paar Vierteln gegeben, Bruder war ich daneben. Hab heute den ganzen Tag noch Schädelweh, sonst bin ich nicht das allergrößte Weh. Dabei war's gescheiter, wenn ich Wassersaft, wie in der frischen Luft einen Garten kauf. Nicht wie deppert umeinander lang und am Sonntag und nicht Fliederwahn. Aber nein, ich bin halt immer wieder ölig. Die Taschen leer und der Zins ist längst schon völlig. Ich nehm mir vor, ab morgen wird's anders sein. Ich trinke mehr Wasser statt mein Glas Wein. Ich will im Garten mit den Nachbarn stehen, doch wenn ich stirb, ganz wie beim Wirten ein. Das hat ich mögen. Ich hab mir gestern ein paar Vierteln gegeben, Bruder war ich daneben. Hab heute den ganzen Tag noch Schädelweh, sonst bin ich nicht das allergrößte Weh. Dabei war's gescheiter, weil ich Wassersaft, mir in der frischen Luft einen Garten kauf. Nicht wird deppert umeinander lang und am Sonntag um ein Fliederwahn. Aber nein, ich bin heute immer wieder ölig. Die Taschen leer und der Zins ist längst schon völlig. Ich nehm mir vor, ab morgen wird's anders sein. Ich trink nur mehr Wasser statt mein Glas Wein. Ich will im Garten nicht den Nachbarn stehen, doch wenn ich stirb, grabt's mich beim Wirten ein. Hui! Hui, Grüß euch Gott, meine Lieben. Ein schwungvoller Start. Ein schwungvoller Start. Absolut, ja. Grüß euch Gott, servus miteinander. Alle Achteln. Alle Achteln. Warum haben wir mit diesem Lied begonnen? Weil wir gestern uns ein paar Vierteln gegeben haben. Allerdings in erster Linie war es eigentlich Bier, aber sinngemäß. Quasi das Sinngemäß Gleiche. stimmt schon, passt es schon. Richtig. Warum war das so? Na, wir haben gestern in einem wunderbaren Lokal gespielt, im Vorstadt Beisel Seelitsch, in Stadtlau, gemeinsam mit lustigen Hermann. Weltklasse. Weltklasse. Bummvoller Saal. Leider ein paar nicht so ganz aufmerksame Leute dabei. Da waren ein paar Laude dabei. Ein paar Gefraster waren schon dabei, aber nichtsdestotrotz Weltabend und natürlich da ist schon was weitergegangen. Und darum, wir haben jetzt einmal gesagt, wir machen eine andere Nummer. So, pass auf, bevor wir zur Begrüßung der Pavlacisti im Chat kommen, würde ich sagen, werden wir sofort zum Kamerakind Patrick umschalten, der zum Weinkühlschrank. Du bist bereit? Ich schalte jetzt um, ja? Du musst aber schon hin, oder? Ich stehe mir auf. Steh auf einmal. Ja. Jetzt Achtung, Kamerakind, warte, ich muss dich erst suchen. Du bist weg. Da bist, hab dich schon. Jawohl. Jawohl, Kamerakind. Patrick auf dem Weg zum Weinkühlschrank. Ui, ja, so passt. Hat da Wasser drin eigentlich? Ich weiß nicht, du hast viel Wasser. Ja. Das haben wir ja auch. Ich hab das nicht. 3 Flaschen. Ja, da. Da haben wir schon. Was nehmen wir? Jawohl. Jawohl. Klasse. Jawohl. Das ist so ein Hitz. So ein Hitz. Ein Hitz, ja. Na? Warte, ich dreh das Licht ab. Das Ja, ist bitteschön. Du, wenn man das technisch, ich meine, hallo, technischer, du musst dir vorstellen, mir jetzt als kleine Herrenpartie, mit welchen Mitteln wir da arbeiten. Ne? Wahnsinn, oder? Nur damit wir euch das vollste Erlebnis garantieren können. So, was haben wir da? Was haben wir da heute? So habe ich da ausgewischt. Mischter Satz 2021, Bio aus Niederösterreich. Vom Holzer aus Billigsdorf, ein Weinviertel auch. Ja. Ich glaube, dass das noch im Karton vom Ich Alexander glaube, auch Hauser vom war. Herrn Hauser ist das noch.
Schaufmach. Jawohl. Unbottling Deluxe. Ja. Aufpassen. Bitte schön, Herr Kollege. Dankeschön. Gemischter Satz. Das Billigsdorf, nicht unwesentlicher Ort, weil dort ist auch der Uli Winter daheim. Ja. Unser Mastermind von den Blues-Schrammeln. Der ist auch der Grund, warum wir den letzten Termin Verschieben haben müssen auf 18. Jänner. zum zweiten Mal schon wieder, Ja, zum zweiten weil er Mal. Corona gehabt hat. Ne? Aber ich glaube, es geht ihm schon besser. Es schaut ganz gut aus. Schaut gut aus, ja. Nichtsdestotrotz mussten wir verschieben, aber ja, frohen Mutes gehen wir voran. Grüß euch Gott bei der Pawlatschen Nummer. 146. Servus. Prost. Oh, aber Untypischer Veltliner. Ah, ich sag gemischter Satz, Entschuldige. Verzeiht's mir. Ich hab schon einen schweren Tag. ich glaube, das ist ein Muscatel oder was? Ich sag's ja? dabei, auf jeden Fall, ja. Ob das nicht sogar Blütenmuscatel ist, weil das ist gar so nach Holundersaft. Ja, richtig der Holler drin. Aber gut. So, Holunderblüten, ja. Wahnsinn. sauer im besten Sinne, nicht Essigsauer, sondern so Zitronen, fruchtig sauer. Na, Weltklasse. So, was da Mineralwasser, also da ein Soda drauf tust, glaubst du, das ist dann Kaiserspritzer. Was ist eine Kaiserspritze wieder? Mit Holler. Achso, aha. Okay, Blöd, so. sowas kenne ich nicht. Sowas kenne ich nicht. So, jetzt machen wir eine schnelle Begrüßung im Chat. Ich gehe es wieder schnell durch, weil sonst kommen wir da nie weiter. Aber natürlich der erste geht immer entsprechend gut. Der Matthias Mariacher war das diesmal. Guten Abend, der erste Chatterer. Und dann haben wir schon in Franz, also der Iklici Dizzy Bubbles. Servus, grüß dich. Servus. Roland Sperk ist dabei, jawohl, grüße die Burgen. Grüß euch. Servus. Der Maiki aus der Schweiz, würde ich sagen, aus der Steiermark. Der Spaziergang, sagt habe ich, die Ehre. Michael Unger ist da, grüß euch gut. Musikraum, servus, Thomas Fabra ist am Start. Michael Schimpel, grüß dich gut, Michael. Servus. Landtalstromer, jawohl. Franz M, schönen guten Abend an alle, grüß dich gut. Tuning in from Munich, Maggie Pemberton, servus Maggie, große Freude. Maggie ist auch dabei. Was haben wir da? Christoph Acker, jawohl, Maber ist da, der Michael Unger in Bodersdorf uns. Bravo, Martina Lohm wahrscheinlich. Franz M. Ich sehe 1500 Abonnenten, Schallmauer durchbrochen. Gratulation an die 16er Buben. Danke dir herzlichst, Franz M. Danke. Das war mich letztes Mal auch eine Unsicherheit oder eine Nachfrage. Ich glaube, die Chris hat das dann Die Christi hat mich gefragt, ja genau, Und ich habe wirklich Ja, gewartet drauf, Wie ja. gesagt, woher, bei mir steht 1400, woher war es, oder 1490, so, glaube ich. Ja. Na, 1500, Na, 1094 und sie hat gesagt, wie kommst du auf 1497? 97, ja genau. Bei 1494. Also es ist ja so, man sieht es ab 1000, sieht man es von außen quasi nur mehr in den 10er Stellen. Ich glaube dann bis 10.000 und dann sieht man es nur mehr in 100er Stellen. Ja. Glaube ich, ja, so irgendwie geht das. Und ab 100.000 nur mehr in die 1000er Stellen, aber so weit sind wir noch nicht. Aber in unserem Fall, da siehst du es nur mit 10er Schritten und natürlich, wenn ich jetzt im eigenen Account. im Account bin, Schaust, ja. da siehst du die exakte Anzahl. Genau. Und da waren wir schon drüber, wir sind jetzt, ich weiß nicht wie viel, aber wir sind ein bisschen mehr als 1500, also 3, 4. Und den nächsten Sprung sieht man dann erst wieder, wenn es 1510 sind. Ja. Das und damit dazu, aber wie gesagt, wir haben es geknackt, ja, danke Franz M. Das ist ja, finde ich, eine leibende Danke, Geschichte. ja. Ne? Eine Kleinigkeit, ich meine, für YouTube-Größenverhältnisse ist es natürlich lächerlich, aber ich glaube für uns und für Wienerlied ist es super. Und natürlich, wir haben ja ausgewählte Abonnenten, das siehst du ja in der Pawlatschen als Beispiel. Der Raffi ist da, der Werner Wichtig, Markus Volker, grüß dich gut. Servus, Gut. Hot Volleys. Hot Volley, Was na soll man machen? sicher. Das ist so, Leihwand. Gudrun, Matthias Mariach habe ich glaube ich schon gesagt. Ja, der war der Erste. Der war der Erste, genau. Gudrun Kilian, grüß euch alle miteinander, jawohl. Daniela Schlögl, unsere Principessa, die Pawlatschisti, ist natürlich am Start mit großer Freude. Fresel Startguss, Weltklasse. Wie sind wir? Ist die Frau Hansen, die kühle nordische Schöne, zu Gast in unserer Pawlatschen und trinkt ein wenig mit den schlappen Ösis? Warte mal, mit Fragezeichen. Warte, jetzt muss ich das nochmal lesen. Das ist eine Frage. Ist die Frau Hansen, die kühle nordische Schöne, zu Gast in unserer Pawlatschen und trinkt ein wenig mit den schlappen Ösis? Das heißt, die Wesima fragt, ob die Frau Hansen da ist wahrscheinlich im Chat. Ja, weiß ich noch nicht. Kann ich da noch nicht sagen. Ist mir auch nicht aufgefallen, noch, also eigentlich. Jawohl, der Ulrich ist da. Ah, herrlich. Und der am weitesten weg ist auch dabei heute. Hast
du ihn schon erwähnt? Wo bin ich denn? Ich bin ja noch da. Lord Munro ist da. Ui, ja, da war ich noch nicht. Ui. Den begrüße ich extra so weit. Ja, unbedingt. So weit weg, Ja, unbedingt. weg. Und dabei. Aus Thailand. Christoph Radau, GR 1.0, Michael Kern. Schön, dass ihr wieder beide da seid. Da habe ich mir glatt eine besonders Flasche aufgemacht. Bravo, Michael Kern. Brav, mein Lieber. Absolut brav. Der Trauer ist auch wieder da, jawohl. Super. Roland Speer, habe ich schon gesagt, da wäre wichtig Musikraum quetschen. Andi, der Andi ist da. Kommt Ja. gerade vom Heurigen. Na, optimal. Vom Nachbarn wahrscheinlich, ne? Der hat ja gerade ausgesteckt. All my stuff, genau. Ein Wasser soll ich inwendig verrosten, ein legendärer Mundelsage in der Tat. Momo M. Servus, grüß dich. Was schaut der Christoph Radau? Der Patrick schaut gut aus. Bitte Klaus, schnapp dir auch mal die Haarmaschine. Was heißt, ich lass mal meine Mähne wachsen. Er trägt sein Haar wieder auf Ja. jetzt. Was denn? Markus Pristroni, Harry Schneller-Fonte, na gut. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. So eine Das Freude. braucht er. Ach, so eine Freude haben wir. Das gehört dazu. Ach, so eine Freude haben wir. Der Markus Pristroni und der Harry Schneller-Fonte. Und die Weitkeit ist da. Aber Wahnsinn. Uragelgastig. Der Munro jetzt sich hinein. Munro, viele Grüße aus Grungtep. Grungtep, und das wissen wir, also gehen wir davon aus, das ist in Thailand. Wenn's steht. Make Wienerlied great again, 16 bei mir wohl. Harald Hunter ist da, grüß dich gut. So. Was haben wir noch? Die Dunja Androsch. Wolfgang Kudin. So. Bald kommt der YouTube-Play-Button, Michael Unger. Ja, Weltklasse. Na, wann kommt der? Ich glaube mit 100.000. 100.000, glaube ich. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Ich glaube mit 100.000 und ja. mit einer Million. Nicht? Also, du, ja, aber bald. Ja. So, aber weil die Dunja Androsch da ist, gleich muss ich sofort einschieben. Wir haben bereits, ich glaube, 12 Reservierungen für die Nachtwächterwanderung. Ja. Und viel Platz ist nicht. Also ich glaube maximal 20 ja. dürfen dazukommen. Ich blende das nochmal ein von der Dunja, schaut her. Am 3. Dezember machen wir das um 13.30 Uhr, treffen uns in Otterkring beim Achille, und das ist quasi die Endstation vom 44er, glaube ich, ist das jetzt dort. Ja. Um 15 Uhr ist dann diese Führung sozusagen zu Ende. Dann sind wir beim Stiepert, beim Heirigen, und dort werden wir natürlich noch die Instrumente auspacken und ein bisschen einen Ausgang, ein bisschen miteinander musizieren oder Hetz haben. Und wie gesagt, ein paar Plätze sind noch frei oder wären noch theoretisch möglich. Mehr als 20, glaube ich, geht eh nicht wirklich. Und bitte reserviert es. Es kostet, ich weiß nicht, 9 Euro oder irgend sowas. Kostet 10 also, Euro. nichts ansprechenswertes. Und bitte tat's bei der Dunja reservieren, entweder anrufen, SMS schicken oder WhatsApp. Da ist die Nummer. Und ja, ich kann es dann nochmal einblenden, wann man will. Wichtig ist, was ist wichtig? Was wollte ich sagen, ist wichtig? Wichtig ist, dass man reserviert. Das ist einmal wichtig. Das ist das Wichtige. Aber was wollte ich jetzt noch? Ich wollte was sagen, was Gescheites. Und zieht sich warm an. Das ist auch nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, wahrscheinlich auch. Ich wollte was Gescheites sagen, aber das kannst du vergessen. Dann kann es ja so gescheit gewesen sein. Wie auch immer, also, also seid dabei wieder eine leibende Geschichte. Also wir sind, unter uns ist quasi wirklich eine Person. Ja, das wollte ich sagen. Das ist ein Special nur für Pavlacci. Ja. Die. Pavlacisten. Nur für die Pavlatschen-Zuschauer, weil, also das werden wir nicht posten oder sonst irgendwas, wird nicht kolportiert, anderwertig als in der Pavlatschen, das ist eine reine Pavlatschisti-Geschichte. Und wie gesagt, also ein paar Plätze sind, es wird sicher sein, am 3. Dezember. Und weil mich schon der eine oder andere gefragt hat, wie das ausschaut, weil zum Beispiel so die Wicke hat gemeint, nicht, ja du, meine Oma, das war eigentlich leibend, aber die wird sich das nicht mehr geben können, vom Gehen. Ich meine, es ist jetzt nicht kaum von 6 Zeit, das ist eine Stunde, 1,5. Nicht? Und wir hirschen da nicht durch die Weltgeschichte, sondern halt ja, aber man muss jetzt zu Fuß unterwegs sein. Und die Oma war halt aber gern grundsätzlich dabei, weil sie ein Hetz war mit uns und so weiter. Ob man dann nachher noch zum Stieper dazukommen kann. Ich meine, wir machen dort jetzt kein großes Konzert oder sonst oder der eine oder andere. So wie in diesem Fall kann man sagen, ja klar. Also wenn jetzt da Wenn ein Fuß marot ist oder Ja, was und nicht, also- der möchte aber trotzdem zum Stiepert kommen ab Richtig. 15 Uhr, das ist auch kein Problem, sicher. Also, aber nicht so viel natürlich, weil ja schon reserviert ist für die Reserviert ist, Partie. ja. Und natürlich, wenn dann da 20 kommen, wenn dann 50 kommen, statt 20 Ist das nichts, hat der Rudi ein Problem und wir auch nicht. Das Wir ist auch, Stiepert, ne? Wir oder? auch. Das ist-
Ja, aber daher, wie gesagt, also hat seine, meldet euch bei der Dunja und wir sind leibend dabei. So, wo bin denn ich, wo war denn ich? Wo bin denn ich, wo war denn ich? Es ist wirklich ein angenehmes Publikum, das Woche für Woche im Livestream dabei ist. Da gibt es kein böses Wort, das ist echt schön. Almes darf, absolut richtig. Absolut richtig. Ja, ui, was? Das sieht's noch nicht. Nein, jetzt sehe ich Michael Schempel, danke dir, mein Lieber. Michael, danke. Schönen Abend an die Burm und viel Vergnügen dem Publikum. Werde leider nicht bis zum Ende bleiben können. Schade. Schade. Aber danke schön für deinen Schmattes. Danke sehr zum Wohle. Jawohl, Michael Schempel. Gesundheit. Jawohl. Das schmeckt noch wirklich gut. Du, dann habe ich irgendwo gesehen. Da, der Romansteurer. Jawohl, meine Eltern sind dabei. Jawohl. Das freut mich besonders. Jawohl. Weltklasse. Martin Rexes aus Nizza, endlich wieder alle beide. Stehen uns bald in Österreich. Bring Wein aus Frankreich mit und mehr quetschen. Bravo Martin Rexes. Ja, super, nicht frei mich. Jawohl. Sehen uns bald in Österreich. Also ist die Saison vorbei bei dir, oder was? Ja, aber leider, und gefreut mich Super. voll. Freut mich voll. Weltklasse. So, der 14 Werni 44 ist auch da. Den begrüßen wir herzlichst natürlich, ganz klar. Preis von Natur mit dem Schmattes gegengerechnet, da geht das schon. Ja, genau, Christoph. Der Ackerl hat immer Ideen. Ja, aber wie gesagt, das ist, also, nein, und das ist jetzt auch nicht so gedacht, dass man dann, also das ist wirklich, das soll ein Pablacisti-Treffen sein. Wir schauen uns ein bisschen Otterkring an, das ist einfach ein Hetz, das ist ein Gaudi und der Spitze, also der Spitze ist eigentlich ein anderes Ding, aber der Gerhard Spitz, der Nachtwächter, hat wirklich was zum Erzählen, der kennt sich gut aus, hat super Geschichten aus Otterkring, aus der Geschichte mit dabei. Und Patrick. Die Wildcat. Sani und Mutzi im WRC-Fieber geben einen aus. Bravo, Sani Mutzi. Die Nymphensittiche mit dem Hang zum Wienerlied. Danke schön. Wildcat. Danke für was. Jawohl. Da müssen wir jetzt das. Das schenkt er ein, oder was ist mit dir? Schau, nimm da mir ein Beispiel zum Beispiel. Ne? Ich hab da ja mehr eingeschenkt gehabt. Ja, schau, Daniel Stögel, bei uns geht es sich nicht aus, ich muss arbeiten und dann sind wir auf der Burgerinnenbrand. Ja, schade. Aber es wird sich anders machen. Entschuldigt natürlich. Also, ist ja kein Problem. Unsere Prinzipesse hat alle Rechte. Da machen wir spielen. Ich hätte vorgeschlagen. Hätte ich vorgeschrieben, war gut jetzt. Hätte vorgeschlagen, wollte ich sagen. Wir waren ja heute schon beim Steuerberater. Man muss es so sagen, wir haben heute unsere Steuererklärung 2021, also der Steuerberater hat es unterschrieben. Und er hat mich stark an die Anfangszeiten erinnert. Ja. Aber dann haben wir auch wieder gesagt, auf der anderen Seite, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Gell? Für das ist ein Lockdown-Jahr war ein massives. Und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich weil wir keine Ausgaben auch nicht gehabt haben. Wird klasse. Auf jeden Fall sind wir dann, das ist in der Nähe vom Naschmarkt, ist der Steuerberater beheimatet mit seinem Büro. Und jetzt haben wir natürlich am Naschmarkt schon, das ist Tradition schon fast, kannst du sagen, haben wir dort noch was eingeschnitten. Da haben wir dort ein bisschen was essen. Ja. Und das war nicht anstrengend. Enorm. Was soll man sagen? So, na gut, pass auf, Patrick, waren natürlich Sani und Mutzi. Man kann nur eine Nummer spielen. Müssen wir die Vogeln spielen, ist ganz klar. Absolut richtig. So kann man es auch sagen. Ich sitz auf der Wiesen, ein großer Mai. Die Bock sind zerrissen, ich find nichts dabei. Ein Schmetterling fliegt mir und Nosen herum. Ein Fink frisst ein Fliegen, aber ich pfeife nicht drum. An der Arbeit denk ich nicht einmal mehr im Traum. Ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Wo kommt der schönste Erdl am Waldweg daher? Ja, da spring ich vor Freude, weil was brauch ich schon mehr? Zwei ganz schauen fest in die meinen hinein. Ich sagen, sie möchte Teilige sein. Aber noch ein paar Bussel, so geh ich heim. Ich bin aber frei wie ein Vogel am Baum. So, Papa, genau, du kennst die Liga. Lass es zwitschern.
mich, sag ja, sie tut gerne, gehör dazu lieb. Dann mach ich noch einmal die Augen fest zu, sich wieder vor mir die schöne Natur, denn aus dem Grünen, da war ich daheim, da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Are you ready for the Nachschlag? Freilich. Na dann zwitscher weiter. Jawohl. Danke euch für die Füllachtung. Jawohl. Klasse. Das freut mich. Klasse. Du musst den Finger hin, ja? Ich sehe es. Hast du das schon gesehen? Michael Kern. 5 Euro von Michael Kern. Ich danke Michael, narrisch. danke. Ja, da stoßen wir an. Auf Da Michael stoßen wir Kern. an. Sehr Weltklasse. zu Wohl. Danke dir herzlichst. Na super, dann schau die Achtung. Ja, Spaziergang fängt zurecht, Jazz Haberl. Gibt schon lange nicht mehr. Ja, das haben wir schleifen lassen eigentlich, gell? Aber es geht ohne Jazzhaberlei eigentlich. Ja, schon, aber es hat natürlich. Wir werden unsere Politur sehen. Weißt du? Ja, ich muss es jetzt wachsen lassen, ne? Dass ich es nicht immer auf und ansetzen muss. Ne? Aber jetzt kommt die Zeit, da brauchen wir die haben. Ne? Ja, hat uns heute am Naschmarkt schon sehr geholfen. Ja, absolut. Das Haberl. Absolut. Aber ja, das haben wir eigentlich schleifen lassen. Das ist an uns vorbei. Nein, wir werden das schon wieder aufleben lassen. Jazzhaber, also ohne Jazzhaber, in Wahrheit, in Summe wird es nicht gehen. Ohne. Glaube ich nicht. Zu befürchten, gell? Ja. Oder geht's Ja, ohne auch? Nein, das ist der Was Wahl. meinst du? Ja, wir sollten mal anstimmen lassen. Ja. Du, wenn wir schon beim Kordel sind, Ja. eine Nummer haben wir wieder aufgefrischt eigentlich. Ja, stimmt, genau. Die wir schon lange nicht gespielt Bei haben. den Solarpalatschen habe ich das wieder gespielt. Und zwar Johnny Genau. mit Tränen in den Augen. Schau nicht mit drinnen an. Ja. Das habe ich da aufgefrischt und der Patrick hat ja die Solarpalatschen daheim auch gesehen. Da habe ich gesagt, erst. Haben wir ja gespielt? Ja, das ist ewig her, aber erst, das kann ich ja auch. Ja. Ich meine, wirklich so weit ist bei uns schon gekommen. Da sagt der eine spielt, erst das kann ich ja auch. Ich sag, wieso kannst du das? Das haben wir schon mal gespielt vor, weiß ich 25 Jahren oder so, nicht irgendwas 20 in die Richtung. Wo ist eigentlich die Heiselfrau? Habt ihr sie verloren? Was meinst du, die Heiselfrau? Welche Heiselfrau meinst du, Christoph Acker? Was die von der Daniela Schlögl? Meine sitzt bei mir auf der Couch daheim im Die sitzt Wohnzimmer der oben. Patrick, ja. Auf der Bank im Wohnzimmer sitzt Das sie. ist der Patrick. Die ist da noch Na, Frau. freilich. Der Raffi schaut auch da und die 3 Punkte sind ein super Buch. Das haben wir gedacht, dass er das taugt. Ja, Vom Roland Giertler, großartiges Buch, ja. großer Feind, absolut leider. Über den Peppi Taschen. Das die ich kenne Wiener im Unterwelt. Spital. Ja, genau. Ja. Na schau, der Michael Kern sagt, na ganz ohne Haberl wird es nicht gehen. Ja. Naja, ich glaube es auch. Ich glaube es auch, ohne Haberl. Ja. Wir werden uns da wieder hinarbeiten müssen. Ne? Harry sagt schon, hui. Na gut, machen wir das, nicht? Also in F-Dur. Ja. Karl Hodiner, schau nie mit Tränen in den Augen, eigentlich kein Hit in dem Sinn, Überhaupt nicht, keine auf bekannte der ersten Nummer, Platten drauf. der ersten Der drauf, allerersten, ja, LP drauf. aber durchaus, also jetzt, ich sag mal ja, unter den Connoisseuren ist es eine bekanntere Nummer, aber im Grunde eine eher unbekannte, Die Unbekannte, ja. Wiener Jazznummer sozusagen. Bist du bereit, ja? Jawohl. Schau nie mit Tränen in den Augen in die Vergangenheit, denn du kommst nie mehr durch die Tür in deine eigene Kinderzeit. Stehst wie ein Bettler vor, wirst wie Kinder lachen dann, und dass nicht lachen kannst wie sie, da sind die Sorgen schuld daran. Versteh dich nicht, es hat keinen Sinn, denn dich verroten deine Augen. Du kannst doch nie mehr wie ein Kind, so soll ja unser glücklich schauen in die Zukunft, wenn das Glück dir auch entgeht. Nimm dir als Trost den Blick von Kinderaugen mit. Ja, Trockensteigen und Tritt abschlagen und Reiberhauptmann spülen,
und sich mit einem feschen Madel hinterm Haustor verkühnt. Es war ein Spaß, es war so klass, es war ein Gaude, stimmt's mir Freund, aber heute spielen wir nimmer mit. Wir sind verstoßen, wie mir scheint und wie wir uns das erste Mal eine ganze Nacht am Ausbleiben traut. Da hat die Mutter stadtfest geschlafen, nur beim Fenster runtergeschaut und uns ganz ängstlich gefragt: Wo warst denn, dummer Bub? Wenn du nicht heimkommst um die Zeit, hab ich keine Ruhe. Applaus für einen Rucker, meine Herrschaft, die Auge. Schau nie mit Tränen in den Augen, in die Vergangenheit, denn du kommst nie mehr durch die Tür. In deiner eigenen Kinderzeit stehst wie ein Bettler nur davor. Hörst wie Kinder lachen dann und dass du nicht lachen kannst wie sie. Da sind die Sorgen schuld daran. Versteh dich nicht, es hat keinen Sinn, denn dich verraten deine Augen. Du kannst doch nie mehr wie ein Kind so sorglos und so glücklich schauen. Geh in die Zukunft, wenn das Glück dir auch entglitt. Nimm dir als Trost den Blick von Kinderaugen mit. Jawohl, eine klasse Nummer von ihm eigentlich. Ja. Sehr Sehr unbekannt, also War der nur Zettel, für Connoisseurs, wie man sagt. Ja, die ja. Nummer wird lang nicht auf der Gitarre gespielt, sondern lang am Klavier eigentlich Klavier nur. gespielt, ja, Warum ja. auch immer, keine Ahnung, Ja, halt, oder dahin klimpert. Und dann habe ich immer am Klavier gespielt. Da habe ich gesagt, das ist eigentlich deppert, nicht? Bis der heilige Musiker spielst du ein Wienerlied, aber ich kann es aber nur am Klavier. Nicht? Das ist auch. Du, die Achtel von einem, danke Achtel von herzlich. einem, Haben wir was Wichtiges verpasst? Also der Christoph, dass wir es schon lange nicht mehr gespielt haben. Oh ja, ich glaube, die Heiselfahrst. Haben wir es beim letzten Mal sogar Ich gespielt? glaube auch. Die haben Ja, wir ja, gespielt. bei der XL Pavlatschen das letzte Mal haben wir es gespielt, ja. Ja. Auch, ja. Ja, wirklich, ja. 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 Die Freiselfrau hat Angst, die beiden haben zu viel Brokkoli gegessen. Bravo, Christoph, auch da. Er durchschaut. Er durchschaut. Heute viel Zwiebel. Ja, das stimmt. Was ist die Weitke? Die Bandscheibe ärgert mich auch noch. Nur lass dich nicht ärgern, Herst. Lass dich nicht ärgern. Lass dich nicht ärgern von der Bandscheibe. Schau, der Rudi Korbes ist da. Der Rudi Servus. Der Rudi Korbes. Ja, ja. Ich gieße. Gieß. Eben. Ui. Oi. Werner wichtig, jawohl. Ein Schluck Wasser. Jetzt haben wir schon wieder Wasser. Jetzt bin ich das Ansei schenken, nur fürs Bild. Warte, wir können das natürlich. Warte. Ich kann das natürlich, dass wir ein bisschen einen Show-Effekt haben. Warte mal. Kamerakind. Klaus. So. Okay. So, bitteschön. Bitte schön, gerne. Jawohl. Dass man sieht, wie Wasser eingeschenkt wird. Bitte schön. Dankeschön. So, naja, muss man auch sehen. Passen Sie aufs Papier auf. Ja. Ich habe da Noten hergelegt. Nicht, dass ich es lesen könnte, aber es klingt halt gut. Das klingt halt dann gut. So, wir haben, was haben wir letzte Woche gehabt? Alles? Na, gar nichts. Ein Bluschrammel ist angesagt worden. Bluschrammel ist angesagt worden, ja. Jetzt habe ich was geschluckt. Aus der Muckel oder was? Ich glaube. Oder Haar. Schau, Alexander Hauser! Ich glaube, ich trinke einen Wein von dir. Ich glaube auch, ja. Was ist das? Herr Ost, das ist auch von der Kamera. Entschuldigung. Ich muss mich schon wieder genieren. Jetzt haben wir gleich unter meinen Ich weiß aber meine Nosen heute. Ja, schau. Ich will mich noch ärgern heute. Zum Wohle. Haben wir dann oben Nuschen. Ja, mein Munkelein ist jetzt auf Nussschnaps gekommen. Ui. Schmeckt dir recht gut. Wer freut, ich gönn's eh.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Bluesschrammeln haben wir ansagen müssen. Also verschoben, ne? Also, Verschoben auf dem 18. 18. Jänner. Jänner, ja. Neue Termine stehen schon auf der Homepage von uns, und zwar Taschler ist schon fix. Taschler ist schon fix. Dann Rössinkel haben wir noch nicht, glaube haben ich. wir noch nicht. Aber die sind Lenzerkorn schon habe ich ausgebaut. auch gekriegt. Die Bälle, also wir haben heuer Jägerball, Genau. Offiziersball, beide in der Hofburg und Ball der Philharmoniker, ja. Wiener Philharmoniker im Wiener Musikverein. Musikvereine. Dreimal Frag, wobei, wir spielen am 18. Wobei Jänner. eigentlich am Jägerball müssten wir nicht mit Frack, aber Müssten wir nicht. wir haben gesagt, wir machen das immer, wenn wir jetzt auf einem Ball spielen, ist unsere, wie die Philharmoniker sagen, Dienstkleidung, Dienstkleidung. Frack. Ich muss ja sagen, er ist nämlich, haben wir schon öfters geredet, er ist bequem. Absolut bequem. Er ist bequem. Und immer war teuer, jetzt haben wir, ne? Ich muss mir ja neue Hosen kaufen. Ja, das stimmt. Ja. Naja, und wie steht es so? Wie werden wir hat zwei es in Hemden? 5 Jahren so gehindert, 6 Jahre. Wie werden wir tun, so zwei Hemden? Dazu passen, ich habe noch eins, jetzt war ich zwei, weil, wir haben also, pass auf, am 18. Jänner haben wir Bluesschrammeln beim Selic in Stadtlau. Merkt das. Wie merken wir es? Patrick? Christoph Acker, 5 Euro. Ackerl. Jawohl, Christoph. Ackerl schießt über sich hinaus. Natürlich auch. Sehr zum Wohle. Sehr zum Wohl. Der Ackerl, was ist verdient jetzt da? Hm? Hat er sich. Hat er sich Aber da tut sich nichts. Achso, nein, der Ja. das Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Das ist kinkt. der macht nichts, hat er sich jetzt verdient. Ja, das ist jetzt verdient. Ja, das ist jetzt verdient. Live Danke, ist live. Scherkel. Die Weike hat sich einen Blaufränkischen eine. Eichenwald, Rotwein. Vom Emmerich Wager. Na, Leibwand. Du wolltest die Termine. Ja, die Termine. Also Tabelle. am 18. Jänner spielen wir beim Selic mit dem Bluesschrammeln. Wörderisch leibende Geschichte, weil es wird jetzt keiner mehr Corona gehabt haben, ich glaube, das haben alle gehabt. Jetzt haben wir es aber durch, ja. Dann am nächsten Tag sind wir in der Hofburg. Bei der beim- Philharmoniker. Nein, Oh ja, na klar. zuerst. Ah nein, Nein. weil der Philharmoniker im Musikverein ist. Ja, genau, am nächsten Tag. Ist das? Oder? Nein, no, ich glaube, zuerst sind wir Offiziersball. Philharmonikerball ist immer Donnerstag. Na, dann sind wir dann beim Philharmonikerball. Und am 20. ist dann Und der am Tag drauf Ball der Offiziere in der Hofburg. Offiziersball. Also das waren 3 Tage, die mächtig reinfahren werden. Ich werde in Wien nächtigen. Ich glaube, ich werde gar nicht nächtigen, man müsste nächtigen in der. Das geht sich gar nicht aus. Also das Ich wird werde, das ich wird werde eine nicht nächtigen, ich werde täglichen. Ja, dann haben wir einen Tag Zeit und dann ist Montag, dann machen wir eine Fake-Ball-Platschen, weil an diesem Montag spielen wir dann beim Jägerball in der Hofburg. Das wird Nein, eine Montag ist eine Woche später. Die war einfach spät, eine Woche drauf. Eine Woche Richtig. drauf dann, Na ja. gut, dass ich die habe. Ich tät nur kein Bild, kein Ton, wir kommen schon. Ja. Aber siehst du, ich habe sofort hab ich das überrissen und der IT-Klausi ist eingesprungen, hat das sofort geregelt. So, aber das war jetzt ein weiter Vorgriff in den Jänner. Aber das war nur die Und Bälle haben wir. gemeinsam mit Lustigen Hermann gibt es auch schon die zwei Haben wir auch schon 2 Termine? 23. März und 12. November nächstes Jahr. Du es merkst. Und dann haben wir auch schon wieder Plus-Schrammeln, 4 Termine Die weiß ich jetzt Jahr auch und beim nicht. Selis war ja. Weiß Ist jetzt ja auch nicht wurscht. auswendig jetzt. Aber die sind schon auf der Homepage schon. Und dann, das war es dabei einmal, an neuen Terminen fürs nächste Jahr. Also nur, dass man es weiß, neu. Schrammelklang-Festival ist auch schon. Ja, steht aber noch nicht auf Steht der noch nicht auf Homepage. der Homepage, aber ja. Und Also ich hoffe, dass es fix ist, also es ist eigentlich ausgewiesen. Das Quartier hätten wir. Quartier habe ich gebucht, 10 Uhr, wenn du zuschaust, also erstes Wochenende bitte. Du weißt, dass wir schon in Litscher gesprochen haben. Jawohl. Nein, also das hätten wir auch. Also nur so mal, die letzte Woche war eigentlich jetzt eben nicht viel aufgrund dessen. Was auch gut war, du hast ja sowieso um eine Runde viel zu tun und Momentan, Magst ja, du noch viel. Ich auch brauche noch Ruhe? ein bisschen Ruhe momentan auch, ja, es ist einfach so. ist ja auch zusätzlich noch durch die Corona-Nachwirkungen. Bei mir wird es schon besser. Bei mir auch, Gott Also- sei Dank. Also, Ja, es wird schon aber ich bin besser. noch nicht so weit wie du. Bei mir ist noch Nein, es sind doch 2 Wochen dazwischen. Und wir haben irgendwie einen ähnlichen Verlauf. Also das Offenbar, dürfte dann auch besser werden. Ja, und ja, ich habe natürlich über in der Klaus über das Brennholz fertiggestellt. Also der Winter kann kommen. Der wird kommen. Wird Nächste Woche Montag, Dienstag ist Schneefall angesagt, so Wie gegen viel? Dreiviertel, ja. Ja, der Schneefall Minus ist 3 der- Grad Ja, die minus 3 ist aber schon. und der Tags plus 3, höchst. Ach so. Aber das ist auch wurscht, da bin ich nicht draußen. Da redet die Gasheizung. Was habe ich noch gesagt? Die Flüssigkeit. Ja, Gasheizung. eben. Der muss ja aussehen von einheizen. Verdammt. Naja, was soll man machen? So, was haben wir da?
Schrammiklang-Karten habe ich auch schon. 2 Wochenenden auf Franz Ebner, nichts anderes erwartet. Ja, am 19. August, genau. Das ist ja auch genau. schon fix. Frauenlandsberg, Gott sei Dank, dass Gott sei Dank bist du da. Festival im Weinviertel am Sierendorfer Kellerberg mit den Buben. Unter anderem mit den Unter Buben. anderem, ja. Wird ein ganz leibendes, aber da wird ja dann noch Die werden ordentlich, und alles gerührt. ordentlich darauf hingewiesen. 19. August, genau. Das Wiener Lied Festival, nämlich die Köln, also die Landpartie. Und das wird wirklich leibend. Wiener Lied vom Feinsten in jeden Speigen, respektive in Sierendorf. Eigentlich in Sierendorf am Kölnerberg, ja. Gehört zur Gemeinde jedenfalls, aber Speigen, ja. ist in Sierendorf im Kölnerberg dort eine Weltklasse-Location. Und die haben sich echt was einfallen lassen. Ein Haufen Musiker kommen da zusammen. Und ja, ist ja leibend auch von Wien aus mit dem. Auch ein Trio-Spieler wird da sein. Richtig, Ja, richtig. mir ganz besonders. Also wird wild. Der Ja. hat schon kennengelernt, auch dort, wie es ist. Also, der Oliver. Ja, aber So wie wir auch. Gell, Roland? Ausgezeichnet. Ja. Ich meine, ja. Du bist gegangen wie wir. Aber das war irgendwie schon bezeichnend, wie es ausschaut, wie man da aufgenommen wird, weil wie es dann so ausgemacht ist, ja, der Termin und hin und her und tatsächlich das Fixieren, weil da haben wir eben das Festival und so weiter und der Ronald hat gleich gesagt, und für euch ist das Quartier auch schon gesichert. Ne? Und so, wieso, es könnte ja sein, dass ich heimfahre. Vielleicht war ich heim, oder? Und ich glaube, es hat ganz jeden Speicher gelacht. Ganz jeden, sogar die uns nicht kennen. Bist Und du wir ein gelacht. Glut, haben sie geglaubt. Ja, du bist nicht am Gelacht, ja. Ja. Ackerl 19 Nachen kann ich wahrscheinlich nicht. Was heißt, da kannst du nicht? Das war noch schöner. Du wirst halt können. Richtest das halt ein oder fährst du wieder mit dem Motorradl durch die Weltgeschichte? Ja. Wahrscheinlich. Und Vielleicht warst du war schon er mit. zum Nordkap jetzt, Ja, oder aber was? war er schon jeden Speicher mit Motorradl? Wahrscheinlich nicht. Ne? Wahrscheinlich Naja, der Christianer war, das weiß ich. Christian Aber aber sicher. weil er sich verfahren hat, ne? Von daheim. Er wollte nur zum Biller fahren, ne? Da Zum fahren wir Biller, jeden ja. Speicher, ne? So bin ich aber jeden Speigen, ja, genau. Naja, was. Nein, zum Spar ist noch besser. Das war Werbung. Ja, ist das eine Werbung auch noch? Ja, So. Ich muss alle Tag. Ich muss alle Tag, Ich muss alle Tag, weil der Korb ist Radiator ist. Ja, er einmal weit fort war, weit raus in der Welt. Da war's erst so richtig, wie das Heimweh gewöhnt. Und wenn's dann noch singen, nur den Steffi noch sehen, ja, da holt's mich gleich nimmer, da ist mit mir aus und geschehen. Ich muss alle Tag mein Wienerlied hören, sonst rede ich verloren umeinander. Und da war mir so nur einer auf der Zidern spülen tut, ich drücke ihm gleich dankbar die Hand. Die Derzen, die sagen mir ganz leise ins Ohr, ja, du bist heute ein echter Wiener Kind. Ich muss alle Tag mein Wienerlied hören, solang bis der Herrgott mich nimmt. Mein Freund war es schon immer, als ganz kleiner Bub. Ein Gewetschen, ein Glampfen und ein Dudel dazu. Nur für solche Wünsche, da hapert's öfters mein Geld. Ich bloß war am Kampe, was mir zur Seligkeit fehlt. Ich muss alle Tage mein Wienerlied hören, sonst renn ich verloren umeinander. Und wenn mir's nur einer auf der Zidern spülen tut, ich drücke ihm gleich dankbar die Hand. Die Derzen, die sagen mir leise ins Ohr, ja, du bist heute ein echter Wiener Kind. Ich muss alle Tage mein Wienerlied hören, solang bis der Herrgott mich nimmt. Die 7, das passt zum Herrgott. Wenn der Herrgott
gar nix. Sei nicht bleib schön stumm, sag es war nix. So war's immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal einmal und einmal Freude, einmal Leid. Wenn der Herrgott nicht will, uns das gar nix. Sei nicht bös, nicht nervös, denk, es war nix. Schein renn noch nicht gleich verzweifelt und kopflos herum, weil der Herrgott was immer warum. Jawohl, Kinder fühlt sich ja so lang, wer weiß, was morgen ist. Jetzt trink mein Ex, was liegt schon dran? Ein Räscherl, das ist gewiss. Ein geschmackiges Puzzle von meinem Schatz. Was braucht der Mensch noch mehr? Was kümmert uns, was morgen ist? Bringt's noch ein Linder her? Was kümmert uns, was morgen ist? Bringt's noch 12 Liter her? Jawohl, So jetzt schaut's hab ich aus. schnell geklickt. Bist du ehrlich? Habe die Ehre. Schau, der Andreas Christian, ein Musikwunsch. Mama, geh bitte schon runter. Habe ich gerade auf der Quetschen gelernt, in C. Hoffe, wir spielen es einmal gemeinsam. Das können wir machen. Das machen wir. Das machen wir. Schau, die Weilke, gibt es wieder eine Weihnachtsbablatschen? Meinst du, Weilke, jetzt eine Fake-Bablatschen? Eine nicht echt, also nicht Live-Bablatschen? Die gibt's, und zwar am 26. Das ist der Montag, der Stefanitag. 26. Der 26. Der Stefanitag. Irgendwo ist der Montag, ja. Ja. Der 26. ist der Stefanitag im Feiertag und da haben wir sozusagen Weihnachtsurlaub und da machen wir eine Pavlatschen, also mit Chat, natürlich, im Live-Chat sind wir dabei. Wird sich ausgehen. Und bei darum, mir ja, wird sonst haben wir Familienfeiern gegen vor, aber ich sage also mindestens einer wird dabei sein. Und das wird also ganz normal Montag 20.15 Uhr als Live-Premiere wird das wieder ausgestrahlt. Also wie gesagt, mindestens einer ist dabei im Chat und dann wird diese Aufzeichnung sozusagen live abgespielt. Das ist die einzige offizielle, öffentliche, meistgesagte Ausnahme, die wir uns ausgedungen haben. Das ist quasi die Weihnachtsbablatschen. Und dann haben wir ausnahmsweise schon im Jänner wieder eine. ja. Am letzten Montag im Jänner. Genau, wie schon angesprochen. Ich glaube, das ist der 30. oder was, glaube ich. Ich glaube, der 30. ist es, ja. Da spielen wir am Jägerball in der Hofburg, da machen wir halt auch keinen Live-Ball. Es war lustig von dort, aber ich glaube, wir haben keine stabile Internetverbindung und die Veranstaltung wäre da wahrscheinlich ein bisschen, wo wir unterbrechen und so. Jetzt halt mal die Goschen, wir müssen was reden. Wir kriegen gerade einen Superchat, einer holt's die Pappen, ne? Das können wir nicht machen. Also daher werden wir da auch eine Fake-Ballwatsch machen, aber das Wesentliche ist, es wird kein Montag ohne irgendwas abbrennen. Also es wird passieren. Es ist was am Montag. Richtig. Und wir werden jetzt dann so im Laufe der Zeit, wenn wir aufnehmen, diese Fake-Pavlatschen für den Stefanitag. Der Straßentanz ist da, jawohl. Servus. Ja. So, na gut, also dann machen wir das. Mami, bitte schau aber. Ich kann eh nur in Refrain. Mach mal Potpourri. Ja, ich kann eh nur in Refrain, mehr kann ich nicht. Mehr kann ich ja leider eh nicht. Ist halt das so. Korbesruder hat die Achtleine, danke schön, weil er wichtig auch gegastet. Ich glitsch diese Bubbles. Jawohl. Marion Kriegelstein, grüß dich gut. Da traue ich nur eins, Skyfall, der Weltklasse, Weltgeht, der Weltklasse. So, Mami, bitte schon, in C-Tour. Mama, ich bitte schau mal, ich bin's, der Boy wie der Bub. Wirf mir den Schlüssel da an, hilf mir, das Haus da ist zu. Spät ist, ich hätt nicht sollen, tun wie es die anderen wollen. Zu Haus gehen, hab ich mich geniert.
Vater nicht, weil mir sonst eine schmiert. Sag mir so ist es, ich in die Haare schmieren und die geht dazu. Für die war ich sowieso aber eh nur ein depperter Bub. Spullen dann die Tränen, die Augen schienen, die liegen wunderbar. Geh zurück zu dem Alten, der sucht auf die Halten, ja, blickst vergessen, wie schön's mit dir war. Jetzt auf Englisch, ja? Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sag mir, so ist es, ein in die Haare schmieren und die geht dazu. Für die war ich sowieso dabei, nur ein depperter Bub. Sport an die Tränen, die Augen, die Schienen, die liegen wunderbar. Geh zurück zu dem Alten, der so auf die Halten, ja, blickst vergessen, wie schön's mit dir war. Das ist Love in Vain. When I fall through the station, a suitcase in my hand. When I follow her to the station, a suitcase in my hand. Well, it's hard to tell, it's hard to tell, when all my love is in vain. Anna muss immer verlieren. Oh, mein Leben lang ist Sommer, weil ich vom Krieg ein Stiefkind bin. Oh, my love. Oh, my love. Waar ik van Krieg Stiefkind bin. Ja, waar ik van Krieg Stiefkind bin. Rock'n'Roll mit dabei, also Blues. Nicht? Also, Jawohl. Ja. Und siehst du, ich meine, im Prinzip ist nur ein Lied gewünscht worden, wir haben nur gerade in Refrain, mehr kommen nicht. Und dann haben wir gleich ein paar andere drauf gehängt. Fällt uns ja gleich was ein. Das nicht passt wahr? dann schon. Ja. Irgendwann können wir einen Refrain auf Thai singen, das war aber eh leibend. Der war Mario Grill ist dann erst mit Verspätung hier. Naja, aber immerhin bist du da und das ist die Freude. Bei den Fakes können wir beim Vlachist in unserer Vlachisterie immerhin miteinander plaudern. Ja stimmt, Maggie Pemberton.
Das ist ja, und eben, wie gesagt, also wir sind dabei, also im Jänner dann nicht, weil das haben wir in der Hofburg, aber grundsätzlich, die Idee für diese Weihnachtspavlatschen ist ja nur, dass man einfach einmal dann eine Woche sozusagen, wirklich, dass man nicht wieder, ja, dass man einfach einmal einen Urlaub, ist ja der einzige, Hat, ja. unter Anführungszeichen Urlaub, den wir haben. Also, es ist eh. Ui, der Raffi fragt, Patrick, hast du das Stromproblem behoben oder nicht? Oder musst du noch immer so viel zahlen? Naja, so viel nicht, aber immer noch das Dreifache vom jetzigen, aber das ist normal, nicht eigentlich. Aber halt immerhin nicht das Sechsfache. Nicht das Sechsfache. Man muss positiv sagen, ne? Wenn das so stimmt, Wenn die das so Zugesandte, stimmt. weil das ich auch sage. Ja. Oh, ja. Ja, Du, was wir verdienen ja gut, gell? aber statt 161 geht es 500, ne, so ungefähr. Ja. Schaut auch nicht Sperr, heute erledigt. Danke für eine schöne Stunde mit euch allen. Wunderbare Musik. See you. Wir freuen uns. Roland, vierte gut. Vierte. Große Freude. Schaut der Spaziergang. Meine Frau hat gerade gemeint, ihr seid die Besten. Spaziergang, da gibst du aber deiner Frau ein ordentliches, dickes Puzzle von uns. Dankeschön. Jawohl. Danke. Super. Da hat deine Frau recht, Spaziergang. Sagt sogar der Iglitschi diese Bubbles. Der Erfried ist da. Namen und Grüße. Der Erfried ist da. Jawohl. Servus. Du. Was ist auch was? Na, was? Na, vor der Kamera magst du das. Pardon? Na? Die Glasel nicht sauber wahrscheinlich. Glasl, das ist sauber, die habe ich nicht gewaschen. Geschirrspüler. Nein, mein Muckerlein hat sich darum Dann sind sie sauber. Nein, darum sage ich. Was hat erwischt? Falsches Glasl. Ein Kommen und Gehen, Erfried, ja, eh. Ja. Schau, der Spaziergang mache ich da auch, jawohl. Es gibt auch Puzzle seiner Frau. Ja, Urlich, aber auch, weißt du. unbedingt. Da gibt es zwei, weißt du, für jeden Für jeden Fuhrmann, eins, ja. Musst schon, weil mit einem, Dann ist nix. wir sind keine Epochanten, oder wie haben sie immer gesagt? Ja, Wir sind keine Epochanten. Genau. Ich weiß nicht, was ein Epochant ist. soll das eh. es heißen, wir sind neidig oder Ja. was? Das haben wir schon erlebt. Das war schon so, ich weiß nicht mehr, wo das war, Mann, aber irgendwo, was weiß ich, da mit Kerbel oder irgendwas und da eine Partie und die sind so zusammengesessen und haben wir gespielt und der eine Reib, weiß ich nicht, war wieder schon in der Schulingzeiten, war da vielleicht, keine Ahnung, sagen wir es in Euro, ist egal, in der 10er aus, gibt den her, der andere ein 10er, der andere ein 20er, der nächste ein 20er, der nächste ein 10er und dann ein 5er. Ne? Und seine Haber haben ihm gleich nachquatschen und gesagt, ja, wir sind ja keine Epochanten. Das kann mich schon erinnern, aber ich weiß nicht mehr, wann, was das genau war. Ne? Schau, Oliver Grün ist dabei, jawohl. Hey, Ja, hallo, ui, Oliver 146er Punkt, Servus. ja. Ja, der Harry Stelefante sagt, ihr seid gar nicht so schlecht, ihr könnt sogar vor Publikum auftreten. Ja, das tun wir mich hin und wieder. Ab und zu Wenn wir kommt uns es trauen, vor. da müssen wir uns immer Mut antrinken. Naja, das ist natürlich schon ein Faktor, nicht? Muss man schon sagen. Spielen wir was? Ja, sicher. Was haben wir denn geredet heute noch, dass wir machen? Na, wir haben schon was geredet, ja. Na, weißt du was? In Drara kenne ich, haben wir schon lange nicht gespielt. Ja, gut. Kurz Das passt wieder zu gestern. Weil gestern war wieder so eine richtige. Also, ja, du bist so Auto gefahren, ja, für das hast du auch schon was gepackt. Ne? Gleich am Anfang, gell? Aber es war wie war das? Wieder so Kiewerer Witz gehört. Ein lustiger Hermann ist ja ein Wahnsinn. Was war denn da? Wie hat das gesagt? Ausstehen Papier, ja genau. Hat er gesagt, Polizeikontrolle. Und der Kiewerer sagt Papiere. Ne? Sag ich drauf, Schere, habe ich es gewonnen. Ja, das kannst du probieren. Papiere, Schere, habe ich jetzt gewonnen. Hat mir gefallen. Also ich persönlich habe einen Mutzerhetz gehabt mit dem Witz. 5 Euro von Treue. Jawohl. Ich trinke schon Wasser. Ich bin schon beim Wasser. Jawohl, nein, Zum Wohl. Aber ich mach das schon. Zum Wohl, dank der Schetreu. Du, und Agel Gasso sagt, nicht Negeranten, nein, die nehmen wir Nepochanten. Nepochanten. Wahrscheinlich vom Neppich? Vom Neppich, ich weiß nicht warum. Was? Weil Negerant hätte ja, aber das war aber geflügeltes Wort. Ja. Ich muss einmal, ich habe noch nicht nachgeschaut, vielleicht schaut es einer nach für euch. Nepochant, ob es das überhaupt gibt, das Wort, ob das irgendwas ganz was anderes heißt. Aber das war immer so, wir sind ja keine Nepochanten. Ja. Das tut mir. Weil Negerant war einer, der kein Geld Kein hat. Geld hat, ja, ja. Und der Nepochant ist der das hat, aber nicht hergibt. So hätte So auf ich das die jetzt Art, verstanden. ja, genau. Aber ob das natürlich. Ja, geh, was ist denn? Schau, die Daniel Schlegel fragt den Harischen von, ob der Nussschnaps noch lebt. Daniela, weißt du, bei mir wahrscheinlich nicht mehr lang. So wie mein Munkelein jetzt auf den Geschmack gekommen ist. Bei mir lebt er noch.
Thomas Fabre, bitte singst ein Lied für mich. Aber jetzt haben wir Ja, gerade ganz jetzt haben wir Gmeller-Partie gemacht. Jetzt haben wir Gmeller-Partie gemacht. Schauen aber Weltklasse. Du, aber nein, Da waren ein paar gute Witze gestern. Da waren ein paar, ja. Ein Highlight war natürlich, Patrick, was war dein Highlight? Da waren mehrere. Ah, so muss eins Der eine aussehen. also, der was schreist denn so? Kriegst 10? Was hat der eine gesagt? Da war irgendeine, ich weiß nicht, von den Gästen, was so, ein paar waren nicht dabei, die nicht sehr Nicht sehr aufmerksam respektvoll waren, muss ich sagen. Und die eine hat so gehudert und gelacht und ich hab gesagt, was schreist du denn so, kriegst 10? Ja, war schon Weltklasse. Der andere war, fragt der Kalle die Mama, wolltest du eigentlich ein Madel oder einen Buben haben? Die Mama drauf, eigentlich wollte ich mir nur die Schuhe zubinden. Nicht? Großartig. Natürlich nicht jugendfrei, muss man auch sagen. Nein. Ja. Aber natürlich ja, absolut. War auch für mich eines der Highlights. Muss ich sagen, war auch für mich eines der Highlights. Eigentlich wollte man nicht die Schule. Schau, der Fred Bertelmann. Servus, könnt ihr bitte einmal ein Lied spielen, bei dem Klaus den anderen Steg der Gitarre verwendet? Den verwende ich immer, den spiele ich Die mit dem ganze Daumen. Zeit. Die ganze Zeit. Die greifst nicht, die Seiten, das geht auch gar nicht. Die kommt da auch gar nicht durchgescheit. Und die sind ja eben, deswegen hast du Das sind ja Freischwingen. sieht man es da nicht. Deswegen sind sie unterschiedlich lang, ne? Weil jede Seite ist genau auf einen Ton gestimmt und du spielst mit dem Daumen quasi, du spielst dann die Bassseiten, du spielst mit dem Daumen. Das heißt, ich spiele eigentlich fast immer mit dem nur Ja, was heißt fast immer, ja? Ja, eigentlich immer, aber greifen tut man es nicht. Greifen tut man es nicht. Schau, Straßen, dann sagt der Nepochand ist ein Ahnungsloser. Ja, gut, der hat dann irgendwo Das passt dann schon, ja, ahnungslos, der weiß nicht, was er geben soll. Nicht? Gibt was Gescheites, gibt was sein. Aber auf jeden Fall, das war immer, danke dem Straßenhaus fürs Nachschauen. Aber das war wirklich, schau, der Spaziergang sagt, Nepochand, jemand, der Tatsachen oder Neuerungen ignoriert. Ah, interessant. Der hat die Tatsache ignoriert, dass man unser Gescheidsgehirn gibt. Ich weiß nicht, ja, aber das war immer interessant. Unwissender Mensch, ignorant, der Erfried, ja, also tadelnswert unwissender Mensch. Ja, das steht schon nicht, also ganz falsch war es eh nicht. Ja. Unfähiger, bedeutungsloser Mensch. Sprechen Sie Wienerisch an Peter Welle. Matthias Mariacher bringt das. Der Nepochand, ähnlich wie Neppich, aber mehr in Bezug auf geschäftliche Fähigkeiten. Vermeintlich vermischt mit jiddischem Bocher und ist der Junggeselle. Es ist interessant. Ja. Neppich. Ungeholfener, ungeschickter Typ. Ja, der Neppich. Nein, das ist super. Ja, was schon schaut. Das sind nicht die Pavlacisten, die checken das da gleich alles. Das ist leibend von euch. Ja, der Christoph Acker. Nicht? Lachen ist die beste Medizin, außer bei Durchfall. Ja, aber Weltklasse. Das ist mein gestern schon Weltklasse. So, Trara kenne ich aber gesagt. Oder haben wir jetzt noch einen Wunsch gehabt? Nein, okay, passt schon. Bist du bereit? Ich bin ich, sie müssen wieder kennen. Mich jetzt keiner Herz, das war noch schöner. Ich hab alle Titel, das noch gibt. Und bin überall beliebt. Ich bin der König von den Traren. Bin ein Hallodri, ganzer Schwarer. Ich bin Baron im grünen Kranz. Der Karriere von Werner Tanz. Ich bin Herr Graf im grünen Busch. Doch nur daheim, da muss ich Staat sein. Aber wenn's um meine Trara geht, bin ich die Trara, bin ich die Trara, bin ich die Trara Majestät. Jeder Hauer tut schon auf mich warten. Oder rausgesteckt krieg ich gleich Karten. Und die Schrammen stehen schon vor der Tür. Und an meine Spitzen steht Spalier. Ich bin der König von den Trara. Bin ein Hallodri, ganzer Schwarer. Ich bin Baron im grünen Kranz. Der Karriere von Werner Tanz.
bin der Graf im grünen Busch, doch nur daheim, da muss ich Staubsaugen. Aber wenn's um meine Drahre geht, bin ich die Drahre, bin ich die Drahre, bin ich die eine Drahre Majestät. Ich bin Herr Graf in grünen Buschen, doch nur daheim, da muss ich Staats. Aber wenn's um meine Drahre geht, bin ich die Drahre, bin ich die Drahre, bin ich die Drahre Majestät. Jawohl. Leichte Unstimmigkeit, ob es um Staubsaugen geht oder? Oder um Staatsein. Staatsein. Auf jeden Fall, also, ja. Das ist eine Kombination aus beiden. In der Tat. Patrick, was der bitte nachschenken? Ich bin draufgekommen, schau, ich muss den Augustin da herstellen. Ich habe den da oben hab ich ihn stehen. Entschuldigung, das muss ich echt durchspielen da rein. Ja, Das ist mir unangenehm. Das ist mir unangenehm. Da schau her. Da haben wir einen Augustin. Den müssen wir da herstellen. Eine Zinnfigur von einem Freund geschenkt gekriegt. Warte schon her, das sieht man nicht. Original Kleider, oder? Nein. Das ist erst Nein, von einem anderen Freund. Okay. Aber das macht nichts. Aber schau her, die werden wir sofort natürlich. Warte mal, Kamerakind Klaus. Schaut sich das an. Da. Der liebe Augustin. Jawohl. Der liebe Augustin, quasi die. Na, gehst schalt um. Erst schalt um. Was ist mit dir? Schalt um. Ich muss ich da hier drucken. Schau, geht nicht. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude Aber habe ich. Ehren tun wir uns wenigstens nicht. Dann sind schon wieder da. Sind schon da. Ja, was ist jetzt da? Da ist ein falsch jetzt. Was ist jetzt? Warte, da muss ich da umschalten. Wieso da umschalten? Was ist da? Kamerakind Klausi. Kutze, Patrick. Geht schon. Standard da. Sind wir schon wieder da. Alles da, alles in Ordnung. Rudi Korbes schreibt natürlich schon wieder einen anderen Text, den kenne ich auch. Jawohl, Rudi. Der Graf, der gesöchten Blunzen und wer sie sauft, der muss viel Wohin. Jawohl. So vorher schon gesehen, den vom Spaziergang in Grasl, da gehen wir machen. Den haben wir schon länger nicht gebracht. Ja. Abschied vom Liebesleid gar nicht. Hätte nehme Abschied vom Liebhatstal. Ja gut, gefällt mir die Nummer. Morgen für über die Können wir machen Donau. einmal, aber. Ja, so ein swingender schöner Schwingen die Nummer. Nummer so, eigentlich, ja. Plätschert so dahin, ja. Schön was Ja. im Wiener Wald, doch jetzt zieht's mir halt hin, wo ich aufgewachsen bin. Nach Kaisermühlen. Stimmt ja. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Die sagt man von Haus aus gelb, ja. Keine Sorge, von Haus aus gelb. Schau, die Grisi ist dazu gekommen, jawohl. Grisi, Die servus. Grisi ist da, so oft da schon geht. Du, aber ich muss einen anderen Wunsch auch erfüllen. Ja. Das habe ich schon anderweitig gehört, nicht im Chat, sondern anderweitig, und zwar schon lange nicht mehr gespielt, die Einsamkeit. Ja. Schon lange nicht mehr gespielt. Man kennt fast sagen zu jeder Zeit, spiel ich den Trottel für die Leute. Und manches Mal platzt mir der Grau, da geht den Wurstel jeder Schlag. Den Kasperl spielen, das stört mich nicht. Dank an meinen Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin dann neu ganz allein, so tun wir den noch immer zusammen. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Wenn ich wohin komm, sagt man gleich, unterhalten mich, komm, ich lade dich ein. Und so macht mein Herz ungeniert und krieg meinen Rausch so finanziert. So lachen wir beim Weinverein, aber trotzdem bleibt man nur ein Freund.
ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Und hat das Leben das Ende mir gebracht. Kein Mensch mehr über mich dann lacht. Ja, so macht die Augen langsam zu und geh allein nicht dann zur Ruhe. Nur einer, der gibt mir noch Geleit. Es ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann schlaf ich einfach ganz tief ein. Jawohl, jawohl. Jetzt ist die Nasen. Die trockene Luft ist das. Die trockene. Ja. Ah, die Achtelvereine. Ja, die Achtel, danke vielmals. Und was war das? Kolberger Hymne, also Taschler wahrscheinlich, ne? Das werden wir auf jeden Fall spielen, das ist ganz klar. Alex Hauser, natürlich. Taschler machen wir. So, was haben wir da? Habt ihr euer Versprechen von voriger Woche schon eingelöst? Ja. Ja. Oder meinst du ein bestimmtes? Schaut, der Acker sagt eh gleich, natürlich haben sie fix drauf vergessen. Was haben wir schon wieder versprochen? Was haben wir schon wieder versprochen in unserer... Das war ein X-Large die Woche, nicht? Ja, das gilt ja nicht. Da kann ich nicht einfach... Da kannst du nicht einfach... Was haben wir schon wieder versprochen? Oder wahrscheinlich haben wir gar nichts versprochen, wir haben einfach nur was erwähnt. Vielleicht, aber... Und dann ist es gleich... Beiläufig. Ja, wahrscheinlich nicht einmal... In Klaus Gehirn ratet es schon. Aber die Krise hat sich auch. Jesus, das ist natürlich. Das rattert bei mir auch bereits, ja. Es ist natürlich. Du, pass auf. Ich suche. Du suchst, ich suche Und auch. dann hängen wir gleich geldmäßig was drauf. Es wird schon gehen. Nur Geld. Das ist in G, oder? In C? Oder was? Das ist in C, ja, passt. Mit dem fangen wir an, dann hängen wir Gerstl-Lieder an. Ja. Ja. Spiel's noch einmal, warte mal. In richtigen Akkord klingt's gleich viel besser. Gell? Ich suche ein Brot mit 17 Eisen und ein Bindelgeld. Die nicht und wie ein Bernhardinerbild. Die Tolle kocht so etwa wie mein Manitant. Und sie kann ausfreien, halt das locker mit brisant. Ja, am besten war es, sie meld mir auf ein Inserat. Da findet man alles vom Skelett bis Modell oder Blatt. Mit Kinderkegelwellen, Sittich und Klavier. Und eine Decke an der Wand, sie lebt zu mir. Die Rosalie von Vis-a-vis. Die hat seit längerer Zeit ein Rutschen schon auf mich. Ja, und mir ist klar, und das ist wahr. Wenn ich die Backle bis so stier als wie ich war. Ich suche ein Braut mit 17 Eisen und ein Bindelgeld. Die mich verätschelt und ein Tier, ein Bernhardinerbild. Die Tuli kocht so etwa wie mein Maridant. Und sie kann ausfällt, halt das macht mich brisant. Ich glaub ein bisschen was, ich mögt mich auf ein Inserat. Da findet man alles vom Skelett bis Monat oder Blatt. Mit Kindern, Kegelwellen, Sittich und Klavier. Und eine Decke an der Wand, sie lebt zu mir.
Nur ein Geld ist das Schönste auf der Welt. Wenn man's auch nicht fressen kann, umso leichter bringt man's an. Edelgans, Lampenfisch, Schnürster, Rehler über den Tisch. Ein Champagner noch dazu und ein Rapis in der Früh. Wenn ich ein Geld hab, bin ich Kaiser. Da reise ich damals, wenn's sein muss heißen. Doch wenn ich still bin und nicht vertraut, dann sag ich Madel, Alter, du bist heute Fahrt. Wenn ich ein Geld hab, blieb die Wirten, die größten Schnurrer und auch die Nierten. Und wenn ich keins hab, bleib ich daheim, bei meinem Weiberl und Traditam. Ich glaub mir, ich hab der Ticket 120 Jahre. Ob ich die Erbschaft noch erlebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausende im Sarg und ich kann's brauchen. Rennt schon in Schuh, hab nix am Tschechen, nix am Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wartet schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht. Die hat kein Haber, die hat nur Geld. Und das ist das, was uns auf der Welt so fehlt. Jawohl! Ja, so schaut's aus. Weltklasse. Und der Alexander Hauser-Fogg. Ich hoffe, der Wein ist gut. Der Wein ist gut, vom Holzer. Absolute Weltklasse. Absolut. Ja, Holzer. Holzer aus Bülligsdorf. Weltklasse. So, pass auf, jetzt nachdem wir vom Geld gesungen haben, blende ich ein natürlich den erste 10. Mal. Hinweis für den Schmattes. Seid so lieb. Darfst ein bisschen schmattieren. Also, Stellt euch vor, jetzt gehen wir mit einem Hut herum und haut einen Obolus rein. Wenn einer nicht weiß, was er reinhauen soll, schon denkt dann, was ich lade uns ein auf einen Kaffee oder noch besser auf einen Gespritzen, und das haust du rein über PayPal oder über Überweisung. Das war ganz leider. Ich danke euch vielmals. Jetzt schon dafür. Ja, so ein bisschen ein Geldmädel ist nicht schlecht. Den Marsch beim Taschler hat Patrick ganz fest versprochen, der Taschler war es. ja, aber in Zahner. Den Zahner, der schaut er nicht zu. Schaut Ja, er nicht genau. zu, was Ja, soll er eben. machen? Ja. Weil mit dem so spielen, aber schaut er nicht zu. Stimmt, das war's, ja. Patrick wollte ein Wunschlied nicht spielen. Er hätte schon gespielt, aber er hat nicht mehr kennen. Es war mir, wie soll ich sagen, es war mir über. Ja. Hat er ganz fest versprochen, sogar mehrmals. Aber das stimmt wirklich. Da hat die Chrissy recht. Ja, aber, Da erinnere ich mich, aber den Zahner habe ich Das ist versprochen. schon, ja. Da schaut er nicht zu. Warte, vielleicht kriegen wir gleich. Also mein Handy geht jetzt nicht, das ist Andraht. Weil das ist jetzt auf das muss ich anhalten. Weil wann ist nämlich dann natürlich der Zahner dann das mitkriegt und dann schickt er sofort ein SMS und sagt, na Alter, ich schau schon zu. Und dann was denn? So, aber schau die Achtel nicht, danke schön. Der Franz eben haut sogar die Goldbeutel rein. Grüße von der Rock beim Strauch. Jawohl, Georg der Scheuer. Tarokieren. Yes. Schönen Gruß an alle, ja, gell? So, Häuselfrau, ne? Ja, schauen wir mal, Susanne, schauen wir mal. Ich glaube, das haben wir das letzte Mal Haben wir das letzte Mal gespielt, geschaut, ja. Aber in Graseltanz, weil der Spaziergang gesagt hat, das könnte man schon machen. Graseltanz Machen wir Grasl. haben wir schon länger jetzt nicht gespielt. Gut, Ja. machen wir. Pass auf, schmattest du wieder ausblenden. Also wie gesagt, seid so gut, seid so leibend, seid so kniewach. Hat einen Obolus. Schau, aber wann, wie soll ich sagen? Manche machen Fehler, dass das so berechnet sagen, naja, ist immer auch peinlich, wenn ich, weiß ich nicht, 5 € überweise. Ich hab nicht Macht nicht peinlich, es summiert sich ja, es kommt ja was zusammen. Es ist ja Körperl. Das Körperl geht rum und wir danken euch herzlichst. Der Patrick muss eine Stromrechnung zahlen. Was bist du die Nein, Folge? darum sag ich, jetzt kümmern wir uns einmal um die, Da Patrick. wird dann die Nachzahlung Bist du kommen. deppert, ja. Naja, das ist Wird aufs Gleiche Hör rausgekommen. auf, jetzt, hör auf. Ich bin eh flach, was sollen sie machen? Kann ja nichts An passieren. Nockerten kann man nicht ausziehen. Ja, dann so was wie wollen sie immer. wegnehmen? Mein Haus, so, warte mal. Ja, das ist das Einzige. Ja, das ist aber sonst eigentlich, nicht wahr?
Und so mein Mikrofon entwenden, meine Lampen, so mit dem Finstern dann balladieren. Wollen Sie ein Instrument finden Ja. vielleicht? Ne? Das war nicht, das traue ich dir nicht zu. Ja, Diesen da können wir dann singen Straßenmusik ein. Genau. Ohne Quetschen in der Hand, bis der Nui und bis der Weg. Kannst du nicht heißen? Kann nicht mehr gehen. Ja. Straßenmusikant. Nur den Pfannschein in der Hand. Bleibt das einzige Erinnerung an Sie. Ja, ein trauriges Sehr Lied, trauriges. sehr trauriges Lied. Für Quetsche, nein, es kann nicht für mich. Es ist Und er hat gesagt, dann hat er endlich das Zahnrad, das eine ins Pfandlerhaus. Und ich sagt der Mann hinterm Schalter, das Instrument ist leider schon längst verfasst. Ja. Die Nummer trifft mich sehr immer. Das ist, muss ich ehrlich sagen. Nein, wirklich, also das ist. Jupp. Meidlinger L fällt auch, Heisel von Läusl, Habibi. Fangen wir mit Meidlinger L an. Meidlinger L. Macht uns mal, wir sind 1,99 auch nicht peinlich. Jawohl, Christoph Acker. Jawohl. Bravo. Du, aber weil jetzt doch ein paar Neue dabei sind, möchte ich jetzt nochmal einblenden, kurz Otter kriegen, wenn wir von Meidlinger L reden. Und zwar die Nachtwächterwanderung, exklusiv nur für die Pavlacisti. Das tun wir sonst nirgendwo, ist das wie soll ich sagen, kolportiert. Nur bei der Pavlatschen. Am 3.12. da treffen wir uns um 13.30 Uhr, das ist in der Rottinger Straße 233, das ist an der, ja, das ist ja wurscht, das ist die Adresse. Da treffen wir uns, dann gehen wir so ja, 1,5 Stunden ungefähr dauert das. Eine Führung mit Nachtwächter, mit Gerhard Spitz, Weltklasse Bursch, der echt viel weiß und viel super Geschichten hat. Und dann sind wir so um 3 herum fertig und dann sind wir beim Stiepert. Und dort bocken wir die Instrumente. Ja, da packen wir noch die Instrumente aus und machen einen gemütlichen Ausgang. Maximal 20 Leute sind so vorgesehen für das Ganze. Und bei der Tunja, bei der Telefonnummer, das da seht, da tatsächlich bitte reservieren. Telefonisch bei SMS oder WhatsApp. Das war eine Weltgeschichte, wie gesagt. Ich glaube 6, 7, 8 Platzeln, irgend sowas wird es noch geben. Das hätte mich gefreut, was dabei ist, exklusiv nur für die Pavlacisti. Der Pater gibt den Finger, warum? Kann nicht lesen, wer es ist. 5 Euro vom Straßenhans. Straßenhans, danke dir. Jawohl, Straßenhans, Weltklasse, danke. Zum Wohle. Prost, auf dich. Ja, da muss ich noch sagen, zu der Nachtwächterwanderung, ich weiß nicht, kostet 9 Euro oder 8 Euro. Das heißt oder 12 Euro, aber mehr nicht. Ich glaube nicht einmal, dass über Ich glaube 8 Euro, glaube ich. Ich glaube 8 Euro. Ich Ist glaub, ja wurscht, das ist irgendwie Also, ist ein ja. lächerlicher Betrag. Und das rot unterstrichen sind Rechtschreibfehler. Aber echt, ist das mir gar nicht aufgefallen, das rot unterstrichen. Ja, also naja, das hat man die Tunde so außerkopiert. Auf das habe ich gar nicht geschaut, genau, dass das die Autokorrektur hat drunter einen roten Strich gemacht, ja. Ja, wenigstens das Original. Mit was starten wir jetzt eigentlich? Habt ihr schon gehört, das Geld ist nichts mehr wert? Vielleicht das muss schon stehen. Darum gibt es das lieber mir. Okay. Jawohl. Bekehrt zu schön. Um böse zu sein, einen Nackten kann man die Haut abziehen. Sehr böse. Könnte man machen spazieren, aber man versteht, so nackert, so deppert kann ich gar nicht, also so flach kann ich gar nicht sein, dass dann nicht zukommt. So. Wo sind wir jetzt da? Wo sind wir nicht? Ja, pass auf, jetzt haben wir noch nicht, jetzt machen wir, ist ja wurscht, fangen wir Meidlinger L an, ist ja Ja, wurscht. passt. Mit irgendwas muss man ja anfangen. Mit irgendwas muss man anfangen. Bist du bereit? Jawohl. Es ist in Gustav, ja. Du hast das geschrieben. Ich weiß eh. Na ja. In Wien gibt's 23 Bezirke, wenn man schaut. Jeder ist in Ordnung, nur bei uns, da gibt's einen Laut. Den bringen sie die anderen Bezirke nicht so hin. Bei uns dagegen kann jeder den Bruder so wie ich. Wenn mich wer fragt, woher ich bin, dem sag ich nicht nur einfach wie. Ich bin aus Meidlinger Witz und darauf bin ich einfach stolz. Wer Meidling kennt, der weiß das eh. Wir sind von den Meidlinger Schnee. Und wer uns hört, was auf der Stelle. Wir um das Ufer verstehen, umfällt alle durch und durch originale, weltberühmte Meidlinger L. So gut, der alte Käser,
hat fast so wie wir geredet. Vielleicht ein wenig nasal, aber Hochdeutsch war das nicht. Wer so redet wie an jeden, der schon abgewachsen ist, bringt Leben in seine Reden. Das was mir ohne dies, wann mich wer verrät, woher ich bin, dem sag ich nicht nur einfach wie. Ich bin also nicht länger Witz und darauf bin ich einfach stolz. Wer Mädchen kennt, der weiß das eh. Wir haben den Mädling gespielt und wer uns hört, was auf der Stelle. Wir haben das unverfälschte, unfeudale durch und durch originale, berühmte Mädlinger L, jawohl. Jetzt haben wir es nachspielen nicht gemacht. Ich hab mir gedacht, die macht nichts. Die Achtel. Was aber auch vergessen jetzt, ganz blöd. Ja. Nein, ich hab mir gedacht, ich schau das an, du hast gerade Na nicht ja, zum du nicht auf mich ausreden. Du nicht auf mich ausreden. Naja, Na ja. du studiert auch immer, das ist arrangiert und alles. Na geht's, extra. Na geh. Das passt schon. Ja, das genau. Der Glitsch diese Babel sagt das Geld wird angeschafft, ich kenn schon einen, der hat nichts mehr. Ja, nein, das bei uns ist schon noch da. Aber halt nur mit Spurenelementen. Ja, was war das? In Läusl war Los, der Graseltanz war noch. Graseltanz war eigentlich der erste. Weil ich der Erste. Ja. Mach mit Graseltanz weiter. Wo mit Kasseltanz? In C. In F. Gott sei Dank bin ich ja da, aber Ich mir gedacht, ich sag's einmal ins Blaue. Ich wusste, geht's nicht. die auch noch sein können. Ja, nein, aber es ist. Die Hymne, ne, der Alexander Hauser, der Ausschlag kommt auf jeden Fall noch. Kommt auf jeden Fall. Sie ist der Portugal eigentlich. Ja, weil trau mich nicht ein, sitzen Räber drinnen. Sind cool schwarze Männer, dann die Leute umbringen. Die haben ihre Gefriese, mit Kuh in Ruhe, sagst du mir. Aber den holt der Teufel, der sich da einriert. Aber den holt der Teufel, der sich da einriert. Der Wirt, der muss in Köln, muss alle Männer verholen. Dabei haben's die Räber sein Ladl mit Geld gestohlen. Dann bocken's die Stalltieren, die schreit, geht's einmal Ruhe. Aber die Räber, die lachen und bocken fest zu. Aber die Räber, die lachen und bocken fest zu. Auf einmal geht die Tiere auf, kommt der Grasel rein. Der Schreit ist verloren, hurcht's noch ja grad auf mich. Los geschwind die Tieren los und geb's dem Wirten sein Geld. Weil wir holen uns von Rechen nicht oder so was uns noch fehlt. Weil wir holen uns von Rechen nicht oder so was uns noch fehlt. Hey! Bis ich die Luft ausgeht. Jawohl. Haben wir schon länger nicht Du hast gespielt. schon lange gespielt, ja. Der Munro ist dahin. Schönen Abend noch. Vierte Gott. Vierte Gott, servus. Beste Grüße nach Bangkok. Thailand. Ah, Thailand, ja, nicht Bangkok, ja. Er hat ja vorher geschrieben, wo er ist, aber das habe ich nicht gemerkt. Habe ich mir natürlich nicht gemerkt. Schau die Achtel an, danke vielmals. Ja.
Euch gefällt's, das ist schön. Super, super. Danke euch vielmals. Die Achtel von einer, das Achtel. Pass auf, ich kann mich nicht zurückhalten, ich muss euch was sagen. Was Aber sagst das, naja, ich kann mich nicht zurückhalten. Das ist, bei mir sind ja Geheimnisse nie gut aufgehoben. du? Ne? Bei mir schon. Ja, aber ich glaube, die Freimaurer reden mit mir frei. Ich schweige wie ein Grab. Ja, ja. Das war übrigens eines meiner Highlights gestern beim lustigen Jemand. Wie gesagt, wird das Gassen? Bei mir habe ich Testament dadurch verfügt, was auf dem Grabstein steht. Ne? Also, und so am Grabstein bei ihm steht dann oben, schau nicht so deppert, die liegen alle am Strand. Morbid ist natürlich, ganz klar. Ganz klar. Schau, 3:40 Uhr ist gerade in Thailand, das ist ja Wahnsinn. Matthias Mariachis sagt das. Ja, Markus Pistoli, historisches Lied, gut, erstklassig dargeboten. Ich danke dir herzlich. Danke dir, danke, Markus, danke. erstklassig, ich meine, wir haben schon mal besser dargeboten, aber nein, das ist ja, also, wir spielen das auch gerne, das ist wirklich eine leibende Geschichte. Und jetzt da irgendwas, was haben wir jetzt sagen wollen, irgendwas. Nein, genau, ich wollte, weil ich gesagt Ich habe, weiß es jetzt nicht nein, ich bin momentan, gern, aber- nein, wo ich sage, man kann mir, ich bin nicht so, ich kann schon, also, wenn man Freund so sagt, kannst du das für dich behalten, das behalte ich für mich, ja, aber ich tue mir sehr schwer. Oder es zerreißt mich. Das ist wie von der Mama. Nicht? Also, ich kann schon ein Geheimnis für mich behalten, aber es zerreißt mich, das war furchtbar. Und es ist ja so, es ist im Werden unser, weil ich, das haben wir einfach auch versprochen. Wenn ich kein Geheimnis behalten hätte, muss ich noch, Entschuldigung, unterbrechen noch, hätte man deine Geburtstagsüberraschungen nie durchgebracht. Oh ja, weil ich war jetzt blöd gewesen, dass ich das mitkriege. Nicht? Das ist ein Wahnsinn. Dabei habe ich mich verrät einmal. Ja. Und wie? Ja, das ist Trotzdem hat das nicht geschnallt. Nein, wir rechnen damit sowas. Aber es ist ja auch schon 7 Jahre her, 7 Jahre. Das ist nicht mehr wahr, kann mich gar nicht erinnern. Würde ich mich schon am nächsten Tag nicht erinnern können, aber das ist eine andere Ist Geschichte. auch gut so. Andere Geschichte. Ja, nein, aber pass auf, und das, was mir geht, ist das Folgendes. Wir haben ja versprochen, dass wir schauen, dass sich das ausgeht noch im November, also quasi vor dem Weihnachtsgeschäft, dass wir den T-Shirt-Shop oder was zusammenbringen. Ne? Und ist natürlich noch nicht, aber es bestehen Große schon Chance. die ersten Versuche. Und die ersten Ideen sind bereits skizziert, aber es ist natürlich auch wirklich irgendwie, ist natürlich nicht viel Zeit und alles, aber trotzdem. Und ich habe mir gedacht, wenn es euch recht ist, müsst ihr mal eine schreiben, ob ihr es jetzt wollt, dass ich euch den einen oder anderen Entwurf zeige. Handelt sich nur mit Entwürfen. Also das gibt es ja nicht zum Kaufen und so, aber wenn das leibend ist, dann wird es das wahrscheinlich werden. Na, das Was? schon. Da kann man nicht motschkern. Genau. Du, Michael Unger, wer erben kann, der kann auch gießen. Gießen. Ja, das stimmt. Also wie er gesagt, treffen sich zwei Frauen am Friedhof, sagt der eine zum anderen, du bist gut, du kannst schon gießen, ich muss nur kochen. Naja, Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Nein, es ist wirklich. Also pass auf, ich sage, Party mit was will auf, was will denn Herz sein? Der Matthias Maurer sagt auch, zack her, Klausi. Rudi Korbesser ist auch der 4. Ja, ich zeige. Es sind wirklich Entwürfe. Markus Volker sagt auch zeigen. Es sind wirklich Entwürfe, das dürft's nicht, wie soll ich sagen? Sag jetzt nicht, das dürft ihr nicht ernst nehmen, das war ein Blödsinn. Warte, muss ich dann bloß, ich muss es da aufräumen dürfen. Warte mal, ei. Hast du das schon? Nein, ich muss da aufräumen, Wengel. Es sind ja, bitteschön, es sind 6 Entwürfe, wohlgemerkt. 6 Entwürfe. Ist nicht so, dass wir da herumpfuschen. Ist nicht so. Pass auf, mit was fangen wir an? Mit Quetschenleiberl. Nein, mit Pavlaciste-Leiberl. Das sage ich immer jetzt, Pavlaciste-Leiberl. Und, ja. Nein, will ich nicht alles sehen. Na gut, pass auf. Fritzl Statko sagt da. Bitte zeigen. Michael Kern. Wie ist das? Franz M. Spaziergang. Na gut. Also pass auf. Das Pavlaciste-Leiberl würde in etwa so in diese Richtung gehen. So. Jetzt kann man das kleiner machen. So, schau. Nein. Na schau, na so, dass man das da so. Geht. Das ist wie ein Bild sagen was. Schau. Oder nicht, jetzt kann man es wieder nicht lesen, muss es wieder größer machen. 16. Wienerlied, Pavlaciste. Da steht, ich bin ein echter Fan. Weintime live seit 2019. Na? Jugendfrei sollen sie sein, das sind sie. Zahn. 6 Entwürfe. Nein, 6 Stück.
Ich gesagt, mein Gott, nein. Das ist so kindisch. Da? Also was sagst du? Das war jetzt einmal Papacisti Idee. Die Skizze, die Papacisti-Skizze. Was haben wir als nächstes? Da ein simples. Ein simples nur. Haben wir da. Schau her. Wiener Lied, Trust Me, It's Leiband. Und das Logo haben wir eben das Achtel. Wie krieg ich denn das jetzt weg wieder? Oi. Es ist ganz einer jetzt. Nein, ich krieg's schon weg. Schau fest. Nein, schau, gefällt aber. Und das ist im Wiener Lied, Trust Me, It's Leiband. Bis jetzt kommt noch nicht viel, aber ein paar schreiben schon. Nein, das kommt schon. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Adventure Time 74 schreibt schon, muss ich haben mit 30 Rufzeichen. Wirklich wahr? Ja, wirklich wahr. Adventure Time 74 Weltklasse. Super. Danke, na haben wir eins, hätten wir schon. Aber wie gesagt, es gibt sie noch nicht, werden seine stehen. Fritzl Startger sagt Leiband, ja. Der könnte fast von mir sein. Grüße, Leiband, danke schön. So, pass auf, das nächste, ich sage jetzt mal ein Klassiker, wäre das zum Beispiel da. Ich muss da weil sonst sehe ich es nicht. Einfach nur 16er Buben Leiband, ohne viel Tamtam. Ja. Geht's dir für Daumen auf? Was? Für Schaut Damen so aus. auch. Ja, nein, das sind jetzt nur die T-Shirt-Entwürfe. Was ist dann in welchen Farben? Die sind jetzt auch alle in schwarz. Welche Form und so weiter das gibt und welche Modelle. Das wird sich noch entwickeln. Aber es gibt es Im Laufe der definitiv. Zeit, ja. Also es gibt ganz sicher Damen, also so Damen-Shirts. Ich glaube, die haben sogar Girly-Shirts. Girly-Shirts, ja, Das ist ja ja. fast schon sexistisch in Wahrheit. Ne? Darf man gar nicht sagen. Darf man das sagen? Aber was sagt es so quasi zu dem Logo? Das würde mich auch interessieren. Was sagt das mit quasi das Achtel? Das Achtelglasl in Gold. 16 Buben Wiener Lied Reloaded seit 1994 mit einem Achtelglasl. Ja, also das ist das. Pass auf, und jetzt habe ich noch drei Gusto-Stücke, sage ich mal. Und wie gesagt, alle jetzt einmal in schwarz. Wo ist das Speckbrot, Alexander Hase? Ja, vollkommen richtig. Nee, wir waren ja schon reinfressen nach dem Steuerberater. Aus dem das letzte Gerschel noch reingehauen. Da haben wir es braucht, was da zur Stärkung, zur Kräftigung. Hoffentlich sieht man es. Keine Anglizismen bitte. Na, das passt schon. Ein paar Musikraum, das passt schon, weil es soll ja einen Schmäh haben. Ein Schluckerl nehmen wir schon. Dann nimm der Schluckerl. Das Achtel ist Leiband, sagt der Spaziergang. Ja, finde ich auch. Schaut gut aus. Das Achtel gefällt. Michael Kehren, bravo. Schau, Adventure Time und Wildcat treffen sich in der Pavlatschen. Weltklasse. Wieso fragt eigentlich der Rudi Korbis, ob es das für Damen auch gibt? Ich meine, du bist nicht gestanden am Abend. Ja, und? Ja, was Und? Mit durchgestrichenem Brokkoli. Chris, ist aber eine wilde Idee. Werden wir überlegen. Straße 1, 2, 8, Logo ist live. So, passt auf. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Das nächste, das ist quasi für die Quetscher. Jawohl. Sei nicht geschamig, quetsch die Zube. Und am Rücken steht 16er Buben, spül was Gescheites, Wiener Lieder zum Beispiel. Mitgefällt. Prost, einmal muss ich Prost, ja, nein, jetzt sieht man das ja nicht. Ist ja das Bild jetzt drin. Was sagst du dazu? Das ist quasi das Special für Quetscher. Also, wenn einer Quetscher will halt. Oder so. Sei nicht geschamig. Quetsch die Zube. Das ist das. Wie komme ich raus? Da ist es wieder. Ich brauch's für mein Teufel. Ja, war mir gewusst, war mir klar, Rudi. War mir klar. Ja, das Brokkoli, das taugt mir auch, ja. So, pass auf, das nächste ist jetzt das Gitarristenleiber. Das muss ich schauen, wie es da wischt. Ja, schau, Spaziergang, die Quetsche ist auch gut, will ich haben. So, pass auf, und die nächste Idee war jetzt da für die Kontragitarristen. Spiel nicht immer mit, gib Kontra. Jawohl! Und hinten wieder, spiel was Gescheites. Wiener Lieder ZB. Mit einem Achtel. Na? Ist ja auch nicht schlecht, finde ich. Ist ja auch nicht schlecht. Mir hat es auch gefallen. Also, Ja, nein, das ist halt. Das ist halt. Martin Rexey sagt auch perfekt. Die Quetschen, gell? Ja, das kann ich mir vorstellen. Und jetzt sage ich meinen persönlichen Liebling. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ankommen wird oder ob das überhaupt einer haben will. Aber ich meine, wie gesagt, also alles, die komplette Grafik und die ganzen Ideen, das hab ich mir aus dem Finger gesagt. Was der Computer, das Programm, der Kugelherd und der Flaschen Wein. Und der Glas ist nicht zu bremsen.
Ja, so ist Das es. ist nicht zu bremsen. Und das nächste ist mein persönliches Highlight, was nicht heißt, dass es überhaupt irgendwie ankommen wird. Aber, ja, Patrick hat auch gesagt, das ist Ja, auch das wieder. ist So, und das zwar, hat was, das nächste. und zwar folgendes, das lassen wir jetzt auch so stehen, pass auf. Zack. 16er Burm Lockdown-Tour gedenken. Und hinten die Tourdaten von 2020 bis 2022. Und das Wienerlied lebt trotzdem noch. Was sagt's? Das dürft ihr ehrlich sein, dürft ihr sagen, dass das Scheiß ist, aber das ist quasi im Sinne der Tour-T-Shirts. Ich dachte, wir brauchen so ein Tour-T-Shirt, aber wir machen ja keine Tour. Ne? Was sagt ihr jetzt da? Grüße, geht die Daumen hoch für die Kontra. Jawohl. Ja. Das bin ich gespannt, wie euch das gefällt. Aber auf jeden Fall, also das sind so die ersten Entwürfe. Und das war schon spannend, die Gespräche auch mit den Fleischleibchen, nicht? Mit Kettel, wie wir so geredet haben. Und der hat schon viele gute Tipps gegeben, weil er gesagt hat, zum Beispiel, er hat gesagt, klar, musst davon ausgehen, was gefällt dir, keine Frage. Aber du darfst eben nicht von dir ausgehen, genau. sondern das ist halt, weißt du, wenn du sagst, nein, ich mag eigentlich nicht ein Leiberl mit viel, mit einem Spruch oder mit Wörtern, sagt er, das heißt nicht, dass die anderen das nicht wollen. Also das sehr viele, und deswegen, man muss viel unterschiedlich haben, und zum Beispiel ein Klassiker, eben wirklich das rein nur das 16er Buben, also sonst nicht viel drauf, hat wirklich gute Ideen gegeben und das haben wir so umgesetzt. Das ist ein super Song. Das ist der Hammer, sagt der Fritz. Ja, das kommt gut an. Ja, das ist sehr gut. Die Mama eben fragt, was wichtig ist. Warum ist bei 16er das ER groß? Ja, das ist halt jetzt so. Das war die Schrift. Ich weiß nicht, glaubst du, ist das nicht gut? Das meinst haben du? wir beim Fleischleibchen sicher auch so. Ja, das haben wir da. Da gut, das ist alles groß. 16 Jahre. Ja, eben, da auch nämlich. Ja, eben, ja. Jemand, der ein bisschen so Ding. Aber es stört auch noch nicht, oder? Stört das noch? Ich glaube nicht, oder? Warte, schau, was weiß ich, blenden wir ein. Blenden wir mal. Das da ist 16er Burm. Ich weiß nicht, wenn es klar war, dass das jetzt dann gar nicht so reinpassen tät mehr. Ich werde es testen einfach. Aber danke für den Hinweis, ja. Machen wir eben. Endlich ein originelles Tour-T-Shirt. Die Quetscht und die Kontra ist auch genial. Franz M. Tanterschi. Ja, das Tour-T-Shirt, ich hau's nicht. Das ist mein persönlicher, muss ich echt sagen, jetzt finde ich es natürlich nicht mehr, ist eh klar. Da ist 16er beim Lockdown-Tour. Gedenken, weil man gedacht, weil ist ja schon vorbei. Ne? Vorbei ist, ja. Wird das so schnell nicht wiederkommen, ne? Absolut. So was. Ich hoffe. Ich finde es sehr gut, sagt er, ich kitsch diese Bubbles. Das ER ist gegendert, genau, Matthias Mariacher. Ja, apropos gendern, das muss ich auch sagen, weil jetzt wäre ich wirklich einmal beim ORF anrufen, weil ich mich wirklich angefressen. Weil immer, was eine Geisterfahrermeldung hast, ist es nie gegendert. Ist immer männlich. Das ist eine Sauerei. Jesus, Na, stell dir vor, ich bin angefressen. Da kann eine Frau nicht gegen die Spur fahren. Du bist ja im 16R innen. Ja, genau, 16 innen. 16er-Erinnen, ja. So, Adventure Time fragt, kommen die noch vor Weihnachten raus? Ich frage fürs Christkind, ja. Also der Plan ist eben der, wir haben gesagt, ich muss das noch im Laufe des November wirklich fertig und dingfest machen. Und das Ganze rennt dann über, also nicht über Fleischleibchen, sondern über ein wie heißt das, so ein Print on Demand. Das heißt, es wird sich so, wie es ausschaut, wird sich das ausgehen, Soll dass sie man ausgehen. im Laufe des Novembers eigentlich relaunchen, sozusagen. Krass, das klingt geil, wenn man sagt relaunchen. Also ich will im November, dass es eigentlich auf der Homepage dann als Shop, bei uns auf der 16 Homepage, als Shop sein wird und man kann das bestellen. Da wird es dann auch noch mehr Sachen geben, also ich sage jetzt einmal, weiß ich nicht, ein Hauerl oder keine Ahnung, ein paar andere so Merchandising-Artikel, wo es halt irgendwie zu uns passen. Ich meine, ein Kaffee, weiß ich nicht. Die Blechtassen vielleicht, das ist schon wieder Leih, das hat schon wieder was. Ne? Aber Blech, also eine Kaffeetasse, ein Spritzerglas gibt es leider keine. Gibt es leider keine, ja. Also in diesen Print-on-Demand-Shops. Und dann kann man eben das direkt dort bestellen, also über uns quasi. Und also auf jeden Fall sozusagen. Das ist der absolute Plan, dass es definitiv für Weihnachten, also im Idealfall eben wirklich noch im November, dass wir da einen Relaunch haben von der Webseite mit diesen aktuellen Dingen. Was hast du? Der redet, da kann Nee. der nicht einen Schluck nehmen, das ist ja Wahnsinn. Ich muss mich ja um Zum Wohle. Kundenanfragen kümmern. Prost, meine Lieben. Also es gefällt mir, wenn es gut ankommt. Scheinbar kommt es gut an. Es scheint gut an. Jetzt spielen wir was. Patrick, welche Tonart? Ja, spielen wir was. Ja, das ist ein gutes Das war Lied. aber einfach. Das ist ein Leihwaschspiel. Jetzt spielen wir was. Patrick, welche Tonart?
Ich glaube, so ist es auch gemeint. Also. Na, oder, schau mal, Musik sagt, die Großbuchstaben sind gut, ja? Der Franz meint, ist das Bazooka, die Schrift? Nein, Bazooka heißt es glaube ich nicht, aber ja, was das gibt, so viel Schrift halt noch. Und ein Stephansdom-Kontur oder Riesenrad-Kontur wäre das nichts im Hintergrund. Naja, eigentlich auch du, Ideen, wie sind da mehr? Ich danke da auch dafür. Und natürlich, das kann man ja ausbauen ohne Ende, nicht? Aber mit irgendwas musst du anfangen. und ja. Also auf jeden Fall. Aber es kommt gerade an, das gefällt mir und natürlich Ideen, keine Grenzen gesetzt. Vielleicht machen wir da sogar mal. Schau, da freut sich das Christkind, taugt mir. Spaziergang D-Mal, taugt das schon, ja, super. Ruft es nur auf mich herum. Aber das ist eine gute Idee mit dem. Oder eben, ist es in. Oder Klaus, Doppelpunkt, Fragezeichen, 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 Patrick in F, Beistrich oder Bindestrich, seit 25 Jahren. Ich brauche ein Leiberl, wo man mein Wampen nicht sieht, sagt der Steirer Geri. Das wird schwierig, lieber Geri. Geri, das weiß ich nicht. Ja, schwarz. Schwarz und groß. So, das ist nicht spannend. Ja. Matthias Meriach, eine Kontursen 1600 wäre passend, finde ich. Definitiv, da muss man natürlich schauen bei diesen Sachen, was da gibt's dann, könnte es dann Urheberrechtsprobleme geben. Das heißt, da muss ich schauen, was man für Rechte kriegt und so. Aber wie gesagt, das ist ja nur ein Beginn, das kannst du ins Endlose ziehen. Du kannst auf 5000 Leiberl. Aber ich denke mal, wir fangen einmal mit so einem Ding an und vielleicht kommt noch eins dazu. Ich meine, 6 Leiberl ist jetzt eh nicht wenig, ne? Das ist eh viel zum Aussuchen. Dann schauen wir auch, was in wir starten einmal mit 6. Ja. Ja. Franz M ist auch gut. Geh du. Ja, das ist auch gut. Nein, wir starten mal mit dem und dann natürlich werden wir schauen, welche Farben wir dann da anbieten, weil das muss ja auch dann die Grafik passen zur Farbe. Ja. Dass man nicht alle Farben oder wie auch immer, also da muss ich mich erst erkundigen, da muss ich erst schauen, wie das geht mit dem Shop und das implementieren auf der Homepage. Also was das für das, was ich Musiker bin ich schon weit über das muss man wirklich sagen. Wie sagt man da, über den Arbeitsbereichshorizont oder was weit hinaus. Aber es macht Spaß, ist ein Hetz und wie gesagt, das sind jetzt einmal nur so Skizzen. Und da schauen wir mal, was da wird. Aber ich freue mich, wenn es gut ankommt. So. Ich möchte auf jeden Fall ein Hauberl machen, weil Hauben, das ist selber tragen. Ne? Aber auch nur so mit Logo, weißt du? Nicht viel auftragen oder so, sondern so. Das tragt auf. Ja. Und das war dann schon Idee, so eine Art Wettbewerb dann machen. Zum mit Beispiel. Logo, ne? Ja, das haben wir schon wieder. Aber das Glas ist jetzt verschieden, das ist echt ein bisschen. Und das war mir spannend, wirklich noch für nächstes Jahr zum Beispiel, oder für den 30er. Dann an so eine Art Wettbewerb machen. Nicht? Aber ich meine, da muss ja was ausschauen auch, da muss man schon was kriegen auch dafür. Nicht? Wie wäre es mit das Keilen von Wien, die hatte ich mal in meiner Küche. Musik, ja, das ist halt, wie gesagt, da muss ich schauen, ob ich einen schönen, das war eine gute Idee, das Keilen von Wien. Aber da muss ich schauen, dass ich halt eine druckfähige kriege, also rechtlich auch. Nicht? Ein Jazzhauberl. Ja, das Problem, Michael Unger, das ist halt jetzt wirklich das Problem bei diesen Print-on-Demand-Shops, die haben natürlich die internationale Standardware. Das muss man jetzt so sagen. Zwar in verschiedensten Qualitäten, also von relativ schlecht bis sehr gut, das schon. Nur, was das sind einfach, das Haus verfügt über, weiß ich nicht, wie viel T-Shirts in weiß, sagen wir jetzt da, in der Größe, mit der Webart und das ist natürlich dann bei Haum und Co. genauso. Also so Spezialwünsche wie zum Beispiel mit Spritzerglas, ne? Oder wie du jetzt sagst, mit einem Jazzhauberl. Ist machbar. Ja, er meint, glaube ich, überhaupt ein Jazzhauberl. Ja, aber... Nicht am T-Shirt. Nein, das habe ich so verstanden. Ja. Ah, das habe ich so verstanden. Ach so, jetzt hat sie mich so gelungen. Eine Strickanleitung, das war die bessere Idee. Nein, man kann schon, aber du kannst ihnen zum Beispiel jetzt das schicken. Also angenommen, wir hätten jetzt einen Hersteller, der leider Jazzhauberl macht, 16 exklusiv Jazzhauberl, dann kannst du es dort hinschicken und dann kann man es dort nachbestellen. Nicht? Weil dass das alles in einem Shop ist. Ist ja natürlich aufwendig, kostet Geld und was weiß ich was. Und ja, na, wie viel Jazzhauberl werden wir verkaufen, nicht? Wenn wir jetzt ehrlich sind. Es ist ja zwar ein nobles, leibendes Publikum, aber natürlich noch keine Masse, wo du jetzt sagen kannst, wir können damit über so einen Shop uns wirklich
spülen, das geht noch nicht. Aber wer weiß, wo wir da hinkommen. Ja? Wer weiß, wo wir da hinkommen. Aber die Idee ist auf jeden Fall gut. Die Strickanleitung ist wahrscheinlicher als das Hauberl selber. Und ich hätte gerne ein Hauberl. Ein Hauberl auf jeden Fall. Also, ich möchte, schau, ich habe mir so noch nicht angeschaut, was es gibt, aber ich möchte unbedingt ans Auch mit Bommel haben. Mit Bommel. Weil ich will eins mit Bommel. Dann gibt es natürlich für die Coolen gibt es natürlich schon ein cooles Hauberl, aber für mich, und das Einzige ist, wir werden eingedeckt sein in der ganzen Wäsche, weil man natürlich alles als Muster sich bestellen muss. Ne? Das ist natürlich schon. Alter, wir werden eine Wäsche haben. 16 beim Glasl. Das war jetzt schon ein Wunsch von mir. Ein Spritzerglasl. 16er beim Spritzerglasl. Offizielle Schrift laut meinen Aufzeichnungen, die Chrissy. 16er beim Schrift Trebuchet MS. Ja. Schau, ob du das weißt. Woher weißt du das? In welchen Aufzeichnungen hast du das? Geh, lass mir deine Aufzeichnungen zukommen. Ja. Weil dann hätte ich endlich die Markenunterlagen für unsere. Ja. Aber ganz großartig. Aber es freut mich, dass es bei euch auch gekommen ist. Das freut mich sehr. Super. Das heißt, wir können Freude in ist diesem riesig Stil groß. weiterarbeiten. Und ich war doch. Da gehen wir drauf. Ich war sicher, der Frenzel Startkurs wird sagen, das Tour-T-Shirt, das ist Welt. Das habe ich, glaube ich, fast geistig, habe ich einen Frenzel von mir gehabt und gesagt, ich glaube, es steht am Traum. Und ich glaube, da liege ich recht. Da liege ich richtig. Eine Skizze von einem Instrument und da in eure Schrift. Ja, du, Hagelgas. Alles schon überlegt. So viele Ideen, Mhm. so viele Möglichkeiten. Der Punkt ist halt dann, wo fängst du an, wo hörst du auf? Und da hat man vom Fleischleibchen da habe ich schon viel gelernt. Weil da hat man wirklich gesagt, du fängst einfach mit Standardgeschichten an und dann wächst das. Ne? Aber am Anfang verrennt man sich. Verrennt man sich, nicht klar. Hm? Meine Frau freut sich über die Strickanleitung. Bravo, Michael. Du, das ist leibend. Michael, gern bis auf mich schicken deiner Frau die Strickanleitung. Und dann soll sie ein paar stricken. Und uns wieder schicken. Nein, direkt. Ja, und dann machen wir gleich in der Michael Kern Versandabteilung kann man dann bestellen, das Jazz-Hauberl. Nicht? Jedes ein Unikat, made by Frau von Kern. Na Welt, so machen wir das. Schau, die Chrissy sagt, super Entwürfe, ich nehme alle. Chrissy, dank der Narisch. Schau, der Frenzel. Ja, der Frenzel. Ja, doch, das habe ich mir gedacht. So, Freunde, und jetzt da. So 2-0 haben. Ja genau, Spaziergang. So 2-0 haben. Ja, Jetzt würde ich sagen, austrinken und letzte Nummer. Ich glaube, es reicht für Es heute. reicht, Wir ja. sind wirklich miert, wir haben viel zu tun ja. gehabt. Und wir werden da weiterarbeiten. Also ich Auf jeden Fall. arbeite wirklich auf Hochtouren, dass im November noch, also auf jeden Fall Ende November. Das ist bestellbereit Aber auf der Homepage, das- was im November ist. Da gibt es einen Shop auf unserer Homepage, werden das entsprechend dann natürlich kundtun. Natürlich. In Auf allen allen Medien. Bereichen, überall. Und dann kann man es ja dort bestellen. Also für Weihnachten sollte das wirklich überhaupt gar kein Thema sein, dass sich das ausgeht. Und wir werden dann natürlich eine Modeschau machen, nicht? Mit uns selber. Als Natürlich. Model, ne? Elegant, wie wir sind. Ne? Ja, was denn? Hochprima die Ja, Wäsche. so das, aber das war Elegant ist das Nein. Gewandel, hochprima Hochprima die die Wäsche. Wir haben noch bessere Idee. Wir werden das dann verbinden in der Klause. Ja, werden wir ein paar Latschen machen. Und den Manfred und die Und Vicky die von Wiki Mario, noch vorführen die lassen. zwei werden wir als Model her. Die zwei Supermodels. Ja, ne, aber ist ein Leibender, weil der Manfred dann flach, also kein Bauch. Ja. Ne? Dann die Vicky kann die Damenshirts vorzeigen. Der Manfred Ding, nicht? Weil bei uns ist er wurscht. Bei uns hat er jedes Leiberl vor einer Ein bisschen Beule. eine leichte Ausbeulung. Ja, also die schauen alle dann, schaut überall, das Logo immer ein bisschen übergroß aus. Wie die Ne? alten Harnische, nicht, im Zeughaus. Nicht? Die waren alle schon Wampenkopf, offenbar, die meisten. Das ist ja, so war's. Ja, so war's. Ja, so so wenn's die Rittersleid, ja, so wenn's. Und der alte Kunibert. Hat ein besonders langes Schwert. Nicht? Ich hab geglaubt. Nein, weil ich weiß, dass das wieder dreckig ausgeht. Na, was geht du nicht so dreckig anfängst. Na aus. sicher, kennt ihr ja. Geht's aus? Nein, geht nicht Nein. aus. Nein. Das ist nicht jugendfrei. Meine schon. Na bitte. Und der Ritter Kunibert hat sich in der Schlacht die ganze Rittung verbogen. Doch, das war dem Ritter wurscht. Der hat sich einfach eine neue gekauft. Ja, so was. Habe ich von Fredel Fesel 1 zu 1 übernommen. So war's. Ja, nein, Ja, das war natürlich. Du, Franz M., du wirst lachen und das habe ich übergeschaut. Macht's Unterwäsche auch. Patrick kennt sich da aus. Ja, die käme gut aus. Ja. Besonders im Feinripp, Aber fein in riecht. Camouflage oder sonstigen Farbwünsche.
Es gibt alle diese Shops, alle durch die Bank, also sogar andere. Ja. Ich hab durchgeschaut. Feinripp, wo kann man es drucken lassen? Und ich habe dann gefunden, ja, also man kann schon in einer Druckerei, aber du müsstest quasi die Feinripp hat keiner. Du müsstest den hinschicken, dann den sie es bedrucken. Ne? Also das war so in die Art. Ich habe mir eins gehabt, nicht von mir, sondern Ja, das ich war weiß, von ne? Mundl. Also so ein Ja, Mundl-T-Shirt genau. und drauf Mein Bier steht, ist- ja. mein Bier ist nicht deppert. Schon mit Flecken drauf, so vor. Patrick, die Fotos haben wir schon alle auf Social Media Das auch. gepostet. Na freilich. Aber alles schon. Das ist mir entgangen. Ja, das habe ich immer gemacht, wenn es am Häusl warst. Ah ja, dann habe ich es nicht gesehen. Ja. Nein, aber das habe ich natürlich schon versucht, nur das gibt es nicht. Also man müsste das selber dann bedrucken. Nicht? Das hätte dann wiederum die Problematik, jetzt baust du so einen Shop auf, der wiederum mit diesem Unternehmen quasi geht, da kannst du wieder keine anderen Produkte rein. Das ist alles nicht so einfach. Es ist wirklich kompliziert, wenn das gescheit sein soll, muss man dazu sagen. Sonst ist alles einfach, nicht? Du machst das, klickst das an. Ja, aber wenn es gescheit sein soll, ist das alles schon kompliziert für jemanden, der eben mit dem jetzt nichts zu tun hat. Nicht? Aber Spaziergang, sagst du mal, Rollkragenpulli, ja, das ist möglich zum Beispiel. Ja, Rollkragenpulli, das glaube ich, haben sie im Sortiment. So Unterleiberl eigentlich auch, aber halt, Oh ja. aber nicht keine Unterleiber. Also nicht die Feinripp. Keine Feinripp, Also, nicht? Ja. das ist Unterleiberl halt, aber ja. ich sage mal, wir starten einmal so. Bei Kragenpulli bin ich auch, ich trage Ja. es nicht gern, das wird Ja. schon mitgekriegt haben. Du kannst den da her, nicht? Rauf, Ja. was drucken. Nicht? Wenn ich da hier was drucke, das ist ein Zusammendrucken bei kurzen Hals. Nicht? So kurz ist er nicht. Also. Meiner schon. Meiner schon. Ja. Bei mir schaut eine Rückgang immer aus wie. Darum schaut bei ihm schaut immer lustig die Fliege aus, nicht? Das ist beim Frack. Ja, furchtbar. Ja gut, dann habe ich ein paar dann, aber da steht links und rechts irgendwo Jetzt ist eine Spitze auf ein ihr. Zusammendruckspitze auf ihrer. Das ist ein Wahnsinn. Alexander Hauser-Fan. Ja, nein, aber Alexander Hauser hat ja gewünscht schon längst und mehrfach in Daschler, also die natürlich. kleine Hinterkirchen vom Kolbergerdorf, mit dem werden wir uns verabschieden. Freunde, war ganz leibend, war echt super, ich freue mich, ich bin richtig Motiviert. Motiviert. Voller Feier ist er. dass ich das so gut, ich hätte mir gedacht, ja, er liebt so nach dem, ja, das eine oder andere könnte man schon vorstellen, aber dass das wirklich so gut ankommt, scheinbar wirklich gut ankommt, das gibt mir jetzt Welten. Und das heißt, da werde ich dranbleiben. Da werde ich dranbleiben und ich freue mich drauf, wir werden sehen. Im Endeffekt, wenn das dann rennt, geht es dann eh schnell, so wie ich das verstanden habe. Aber ja, ein bisschen Sachen, vor allem auch rechtliche Dinge, muss ich da noch Ja. klarstellen. Und Ding. Nicht, dass ich Nicht, mir dass man- ausgehen, aber es ist halt. Nein, und vor allem nicht, dass wir was drucken und dann im Nachhinein Ja. kommen wir drauf. Ist schon auch manchem Verlag passiert. Nein, in der Zeit. Also, na sowieso. man macht 10.000 CDs oder Ja. was und der hat es einstapfen gegeben. Allerdings haben wir da ja ein Print on Ein Print Demand. on Demand, Das heißt, ja. wir drucken ja nichts, sondern das geht erst mit der Bestellung wird das auch gedruckt. Das Ganz ist frisch. In der das ist in Größe, der was jeder will und genau. der Vorteil ist, du findest das alles, oder du kannst das alles so bestellen, du kannst es machen. Der Vorteil ist, wir brauchen kein Lager, wir brauchen nichts zahlen dafür vorher. Der Nachteil ist natürlich, du verdienst nahezu nichts mehr an dem Leiberl oder halt sehr, sehr wenig. Der Nachteil ist natürlich auch, dass du an das Sortiment gebunden bist, was halt die haben. Und das ist halt so internationale, klassische Merchandising-Ware, was beim T-Shirt wurscht ist, weil da haben sie wirklich auch gute Qualitäten. Aber eben jetzt so außertürliche Ideen sind dann ein bisschen schwieriger. Und ja, das ist der Nachteil. Aber gut, ist ja wurscht. Jetzt machen wir es einmal so Genau. und dann schauen wir weiter. Und bei der Gelegenheit wirklich nochmal danke an die Fleischleibchen. Die Großartige Partie, sowieso. da ist einfach zu wenig verkauft worden, das hat hinten und vorne so nicht wirklich für den Aufwand ist das nicht gut gestanden. Sie wollten uns sogar die Logo, also die Druckvorlagen, Druckvorlagen, wollten sie mir sogar geben für das. Dann habe ich gesagt, nein, die bleiben bei euch, weil ja, das ist eine Fleischleibchen-Geschichte. Das waren auch eher eine Ideen, das möchte ich nicht abkupfern und nicht neu auflegen irgendwo. Genau. Wir machen was anderes, das passt schon. Wie gesagt, die Fleischleibchen-Geschichten gibt es nach wie vor. Bei Fleischleibchen, man muss halt nur wissen, weil irgendwo kolportiert jetzt nicht. Also es gibt keine Bestellmöglichkeit in dem Sinn. Man müsste dann quasi bei Fleischleibchen anrufen, Aber eine E-Mail wenn der hinschicken. E-Mail hinschickt, dann Ich kriegt hätte man gerne es. 16 beim Leiberl und so weiter und so. Dann machen sie es schon noch. Ja. So, das war dazu. Jetzt sage ich, Papa, für dich gut, Dankeschön. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Wir sind Hundewirte. Riesig. Und freuen uns wirklich jetzt dann schon auf den Feierabend. Also, Vor einer Stunde heim. du fährst auch noch ein Stückchen, ja eben. Und ja, wir sehen uns nächste Woche in alter Frische. In diesem Sinne, schön, dass wir da beieinander waren. Patrick, Leiwand war's. danke gell, fürs Letztes Gute. Schluck, ich bin schon beim- Ja, habe ich ausdrückt die Flasche, ist was drin? Ja, das ist leer. Ist leer, ne? Perfekt, Ja. perfekt. Zum Wohle, pfiat euch.
Wasser durch. Ja. Da haben wir noch Wasser drauf. Jetzt war schon warm. Das letzte Schluck war Ja. warm. Da wenn Schlägen sind, brauchen wir das nicht, ne? Also im Botschenau. Ja, da. Es ist immer kalt. Immer. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfel mit kleinen Häusern darin und gleich bei der Kirchen ums Eck. Da liegt die Buschenschank Taschler versteckt. Gleich neben der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Für Frohsinn, Hamur und für Giggling drin. In der Buschenschank Taschler am Rande von Wien. Applaus für den Rutger, meine Herrschaften. Denn in der Kirche von Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und nur ehrlich und Musikanten spielen dort an die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit, Gemütlichkeit und ich find dort Gemütlichkeit. Jawohl. Viert euch Gott, macht es gut. Bis zum nächsten Mal, Papa.